Schönen guten Abend. Dateiendokument, das heißt Modul 2.0. Das haben wir an der letzten Legislaturperiode ausgeschafft. Das Dateidokument heißt Plan National de Mobilität 2035. Das ist nicht eine Fortsetzung davon, mit das ist am Anfang die praktische Umsetzung davon. Der Modul, wie wir den ausgeschafft haben, damals, haben wir Theorie an Platz gesetzt, eine Reihe Paradigmenwechseln definiert. An dem heutigen Dokument, da fand er, was das heißt, wenn wir das in der Praxis umsetzen. Was das heißt für Inselbereiche, was das heißt für Inselregionen, für Städte. Der fand an dem Dokument, was ich kann mitholen, weil doch, ich meine, nun mal logisch an enger Spruch, Christoph, das für so Französisch, können wir noch auf Deutsch und auf Englisch raus, für die lieber Deutsch und Englisch lesen. Das wird dann in den nächsten 2 Wochen noch der Fall sein. Anders natürlich als Dokument auch rohflutbar digital Internet hat vom Ministerium. Wie gesagt, ich fand hier enorm viel Material dran, für zu gucken, was in ihrer Region geschehen oder missgeschehen in den nächsten 12, 13, 14 Jahren. Heute Abend will ich probieren, einen Überblick zu geben über das, was die nationale Kader ist, die wir heute gesagt haben, und dann natürlich so machen, mehr spezifisch auf die Stadt Lützeburg, weil die wird gesehen, die Stadt Lützeburg spielt natürlich an der Verkehrsentwicklung, an der Verkehrsproblematik zu Lützeburg eine übergeordnete Rolle. Was geschieht da hier Slide, da steht, au vu de la croissance démographique et économique du pays, que nous devons entreprendre dès maintenant, que devons-nous entreprendre dès maintenant pour rester mobile en 2035. Was heißt das? Das heißt am Anfang, dass das, was am Modul beschrieben ging, als nämlich Paradigmenwechsel, wo man gesagt hat, wo man hinkriegen zu Lützeburg, an denen das auch durch den Fakt, dass man nicht so gehandelt hat, die letzten Jahrzehnte viel mehr gemacht hat, den will man hier umsetzen, und zwar, dass man Probleme antizipieren, dass man nicht mehr die Chantier in die Probleme laufen, wie das leider zu vielen Dementen immer auch der Fall ist, mit dass man eben gucken, wie entwickelt sich Lützeburg bis 2035, was das Probabilität von der Entwicklung, aber war das dann das, was man muss machen, dass man trotzdem, dass Lützeburg sich so entwickelt, mobil bleiben, respektive mehr mobil gehen, eine bessere Qualität und eine bessere Lebensqualität haben wie heute. Die nächste Slide, die ihr hier seht, das durch die Portionen. 4,5%, 3% und 1,5%. Was heißt das? Das ist ganz einfach. Wir haben geguckt, was sind dem Stadtteil Projektionen von der wirtschaftlichen Entwicklung von Lützeburg an den nächsten 10, 15 Jahren. Also, dass wir am Anfang die ganze Plan hier als Dauerbestimmung zugegangen 2017. Das ist die ganze Equipe, ich komme noch darüber zu schwätzen, schon eine Reihe und so geschafft. Da gehen dann Szenarien entwickelt von der Croissance économique. Was man hier als darauf basiert, und das ist eine Moyenne Croissance von 3% vom PIB zu Lützeburg bis 2035. Wo kommen wir an die 3%? Das ist einfach geguckt, wie wird die Entwicklung also Meinungen so sind, auf Basis von dem, was wir beim Stadtteil von 12,4 von tun. Und da sieht der könnte die Trajektoire von 3% raus. Das ist auch nicht übertrieben, nicht untertrieben. Wenn er die letzten 20 Jahre guckt, zu Lützeburg, schaut man echt so gut drüber. Da sollte man natürlich ja gut 3%. Das muss ja nicht so sein. Kann ja auch sein, dass es mehr ist. Kann auch sein, dass es sogar mehr ist. Das haben wir auch geguckt. Die sieht drüber 4,5%. Wenn man da gingen nach Platz 3% in der Moyenne 4,5% Fuß vom PIB hat am Jahr, ja, dann hat das nicht zur Konsequenz, da muss man das, was man hier weisen, alles mehr sehr machen, 2, 3 Jahre eventuell mehr sehr, je nachdem, wie der Wurst ist. Wenn es nicht 1,5% ist, plus 3%, das ist dann natürlich gut und so schlecht, weil dann haben wir mehr Zeit, da können wir da ganz bilus umgehen. Mehr sieht das nicht. Wie wichtig ist, dass man von einer Projektion ausgehen, an die können adaptieren in Funktion von der Vitesse von der Entwicklung vom Land. Dann natürlich haben wir auch geguckt, einen frischen Blick auf die Situation zu werfen.
Und aber natürlich Straßen nicht erfahren, wenn er die Karte guckt, die sieht du den Entwicklungspol Süden, die sieht natürlich Stadt Lützeburg mit der Randgemengen, und die sieht Nordstadt. Da sollte man ja gut, dass das schon an der Zeit noch in Etüden festgehalten, das ist richtig. Wir sind hier gegangen, wir haben als zwei Büros mal gezogen, ein Lützeburger Büro an ein großen ausländisches Büro. Wir waren den Ausländischen in Lützeburg, aber die Lützeburgischen, die natürlich, die kennen den Terrain, an den Ausländischen bringt den frischen Blick mit von außen, für als zu helfen, Szenarien zu entwickeln. Aber wir haben die uns auch fertig gebracht, für dass das ganz high hat, kann zustande kommen, der ganze Plan, eng formidabel Zusammenarbeit zu kreieren, zwischen allen Administrationen, die am Anfang zuständig sind für die Mobilität. Das hat so gefangen bei der neuen Equipe am Ministerium, wo der Christoph Reuter lädt, wo wir eine ganz Planungsunität unter haben. Die meisten Leute von hinten sind noch high. Das geht über die Straßenbauverwaltung, wo der Direktor von der Straßenverwaltung auch high ist, das CRL, das Luxtram, das die neu geschaffene Administration des Transports Publics. Das sind große Verwaltungen, die natürlich auch viel mehr oder weniger gehen wird, mit Ausnahme von der Cellule am Ministerium selber. Mit denen alle ein bisschen Jüdfrei für sich für gut geschafft, mehr Jüdfrei für sich geschafft. Am Teil fertig spricht, dass man aus denen viele Verwaltungen, die Jüdfrei für sich geschafft hat, ganz zu machen, und das hat durch formidabel, zu meinem Begriff, ein formidables Resultat erbracht. Aber da Loha gesieht, als Korrektur, par rapport zu dem, was man an der Zeit gehen, als von Ideen, die gesehen eben, Stadt Lützeburg mit der Randgemengen, die gesehen, wie gesagt, Südstadt, also der Süden und Nordstadt, die drei großen Polen. Wir sehen aber auch nach anderen Flächen gezeichnet. Das sind natürlich erstens mal Zentren suburbain von der Stadt, kommen wir nur noch zu schwätzen, was das alles ist. Und dann natürlich auch Ruralzonen. Ruralzonen am Zentrum und am Osten, mehr aber natürlich vor allem auch am Norden. Und das ist evident, dass ich natürlich dem muss Ernstes konsiderieren, wie die großen Entwicklungsgebiete. Und natürlich schon mal selbstverständlich, die sieht Belgien, Deutschland und Frankreich, Grenzgebiete auch mal da bezogen. Natürlich mit einer breite Analyse gemacht, wo wir all die einzelnen Komponenten mal da gebaut haben, wo man natürlich klar gesagt haben, dass an das Grenzgebiet oder für die Grenzpendler, respektive an den urbanen Zentren oder an den ruralen Räumen, je nachdem muss ganz anders Lösungen sichern, respektive Probleme muss Ernstes zusammen feiern, wie da nicht der Fall ist. Da könnte natürlich etwas, was ganz wichtig ist, das, wo spielt dann Musik am Verkehr, wo konzentrieren sich Deplacementer. Und ich will halt direkt vorausschicken, den Term Deplacement, wenn ich viel von dem werde schwätzen, dann hier steht nicht automatisch, wie der Duft an der Gesellschaft am Kap auf der Fall ist, ein Autosdeplacement oder ein Velosdeplacement oder ein Zugdeplacement. Das ist einfach Demande und Mobilität. Wenn wir gehen davon aus, weil das auch ein grosses Paradigma ist, das wir am Modo definiert haben, wir gesagt haben, Ziel von der Mobilität muss es sein, nicht Gefährer zu bewegen, mehr Menschen zu bewegen. Menschen von A auf B zu kreieren. Und dafür, wenn ich vom Deplacement schwätzen, dann ist es wichtig zu verstehen, dass sowohl Fußwege sie von 200 Meter, also zu Fuß gehen, dass da mal dran, dass sie Velosdeplacementer, dass sie aber auch Autosdeplacementer von 50 Kilometer oder vielleicht sogar mehr, dass alles das, was und Demande von Mobilität existiert. Bald haltend von all den Deplacementen, das seht ihr da auf der Karte, auf dem Plan, 49% konzentriert sich auf die Agglomeration von der Stadt Lützeburg mit ihren Randgemengen. 50%. Das sieht auch schon, das wird man ja nur gesehen, wenn der Zürich gesehen, was das für die Stadt bedeutet, was du die Herausforderung ist. Das sind also zwei, die entweder aus dieser Agglomeration fortgehen, das Agglomeration als Ziel haben, oder beides sich also komplett innerhalb von dieser Agglomeration aufspielen. Das ist eine von den wichtigsten Erkenntnissen von der Luxmobil-Studie schon gewesen, die man gemacht hat in 2017. 42% von allen Deplacementen, die an engem Territoire von Grand Duché stattfanden, die fanden komplett innerhalb von enger von den drei größten Agglomerationen statt. Das ist gesagt 50%, bei 50% an der Stadt, an rund um die Stadt, und dann gesamt gesehen noch 42% an enger von den drei größten Agglomerationen. Das ist auch dann natürlich, dass man besonders zu Lützburg einer urbaner Mobilität,
wenn ich so Urbanmobilität oder Kommunen zu schwätzen, dann hat er eine gewisse Chance, weil der ist mehr einfach sind Probleme dort zu lesen, wie am ruralen Bereich, wo Problematik viel mehr komplex ist, an viele Sachen, die am urbanen Raum greifen, am ruralen Raum nicht so greifen. Letztlich braucht an diesen Agglomerationen besonders an der 4 Uhr auch eine urbane Mobilität, das natürlich beispielsweise in der Stadt, durch den sogenannten Speckgürtel von der Stadt, aber wir müssen also auch eine urbane Mobilitätsoffer schaffen, was hier steht, nicht wie im Land, weil für alles den Auto holen, weil im Land muss ich nach viel mehr Sachen den Auto holen, weil dort auch nicht geht, aber viel mehr den Velo, den Bus, respektive den Tram benutzen oder natürlich auch zu Fuß gehen. Das ist essentiell für den Gros von den Problemen, die man zu Lützburg haben. 24% von allen Wähler fanden an einem Tag fanden per Konter komplett am ruralen Raum statt. Das ist natürlich die Gegenden, die viel Männer dicht besiedelt sind. Ich meine, am Meisleck brauche ich nicht zu erklären, wenn der du von engem durch von den anderen fährt, wenn nicht allzu weit weg ist, da können auch so die Schmerzen tragen am Velo, wenn da nicht so viel problematisch ist, wie am Velo zu fahren. Mir natürlich groß Strecken am Meisleck geht das schon mehr happisch. Du hast einfach klar, dass doch mich schwer zu organisieren als mit Bussen. Können der Bus denke ich, am ländlichen Raum als viel schwer zu organisieren, wie zum Beispiel am städtischen Raum. Dann natürlich nach grenzüberschreitend, das mischt, kann ich so 20% viel aus, das wäre viel, ich so just 20%. Das konzentriert sich natürlich final auf die Spitzenstunden. Erinnert dich mal die Diskussionen, die da bestimmt doch schon überall her an der öffentlichen Meinung ganz oft, dass gesagt geht also ein bisschen, die Mobilitätsprobleme, die Stauprobleme, die wir zuletzt beschwören, wenn wir all die Frontalien nicht hätten, dann hätten wir all die Probleme nicht. Nee, 20% mischt den Verkehr aus, 80% vom Verkehr aus Haus gemerkt, aus am Inland gemerkt. Und das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis, die man auch endlich müssen zur Kenntnis holen, dass man da, wenn man Lesungen sichern, nicht am Empfang sollen über grenzweise mehr natürlich, die müssen abziehen, aber es sind immerhin 120%, wir müssen gucken, weil das erhebende Problem. Da sieht eine Grafik, du hast die 3 Hauptherausforderungen für 2035 drauf. Also erstens müssen wir viel Deplacementer in Richtung Stadt und noch viel Deplacementer an der Stadt selber viel besser an den Griff kriegen. Das heißt, nach wesentlich besser Alternativen zu Länge beim Autofahren schaffen. Die Balken, die in der Uwe sieht, das sind Deplacementer an der Stadt Lützburg, respektive an der Agglomerationsstadt Lützburg. Zweitens muss man, wie gesagt, an den 3 Agglomerationen Mobilität nicht einzeln pro Gemeinde gucken, wir gemeinsam eine urbane Mobilitätsoffer auf den stellen. Den Tram ist ja ein gutes Beispiel. Wenn ein Tram fertig ist, dann ist das eine neue Mobilitätsoffer, die für den Moment an der Stadt. Ich hatte schon Argumente hier, die uns gesagt haben, den Tram wäre nicht gebaut gehen für die Städter Leute, weil die hätten die nicht gebraucht. Die wäre für außerhalb der Stadt, guck dich mal den Balken nun, das ist der Verkehr an der Stadt. Und dürfte so nicht dass den Tram pro Tag entretemps 72.000 Reisender schon transportiert von der Luxexpo op gar, das heißt, die Trasse ist schon alleine nicht fertig. Das heißt, du musst gucken, dass Mobilitätsoffer, die zusammengestaltet natürlich auch über die Stadt rausgeht. Dafür fährt den Tram ja noch auf dem Territoire von der Gemeinde Niederrhein, fährt Richtung Hesper, so bis Robert Kloster, an Not ein Projekt, wir kommen nach darüber zu schwätzen und nach sogar darüber raus, für das urban Mobilitätsmittel dann mal das Maximum rausgezogen kriegen, muss man dadurch so machen. Und das ist auch dafür wichtig, dass Gemengen grenzüberschreitend zusammen schaffen, sonst kriegen wir das Problem auch nicht gelöst. Statt ist es lang, ohne zu gucken, was zu Bachtring, zu Stroß, zu Geschieht, zu Hesper, das macht nicht schrecklich viel Sinn, weil da kriegt die Probleme selber nie lang gelöst. Genauso gut natürlich Strandgemengen kriegen, ohne die Stadt auch leider gar nicht gelöst. Das muss aus einem Guss alles gehen, was denn da alles proposiert. Drittens muss man am ländlichen Raum ganz gut aufpassen, wo man Sachen hinsetzen, weil das wichtig ist, dass man natürlich versichern, unnütz Deplacementer zu verhindern. Da man natürlich am ländlichen Raum eine Industriezone irgendwo setzen, wo weiter berät nicht das,
kein Bus aus, kein Zug aus, auch kein Wund. Ja gut, da muss man uns nicht wundern, wenn dann nur die Arbeitsplätze, die du entstehen, an die Leute, die du schaffen kommen, dass die alle am Auto dahin rennen, quetscht all die Ortschaften, die sie nach begehen, die belaschten, weil sie wahrscheinlich schon so auch nicht viel anderer Möglichkeiten und respektiv den öffentlichen Transport so diffus wie dann aus, wo die Leute, die herkommen, schwer zu organisieren. Also das heißt, gerade am ländlichen Raum ist immens wichtig, dass wir aufpassen, dass man möglichst Sachen ansiedeln, da wo ein Zug ist, wo gut Busverbindungen sind, wo Knotenpunkte sind vom öffentlichen Transport, wo es relativ gut möglich ist, Mobilität auch zu organisieren. Das spielt natürlich auch bei den Wohnungsbauprojekten eng Reihe, also eng wichtige Rolle, pardon. Und da sieht ihr auf diesem Grafik, sehen wir auch noch mehr, wo die Leute hier kommen, die sich an der Stadt bewegen. Aber was stellen wir fest? Sie kommen vor allem aus der Stadt selber und aus ihren Randgemengen, also aus der eigenen Agglomeration. An den Trend, der wird sich noch verstärken. Ich weiß nicht, so gleich mit konkreten Zahlen bis 2035, was das bedeutet. Nächste Slide. Das ist am Anfang für zu weisen, dass das aber auch eine Chance ist, dass das Problem sich so stellt, wie es sich stellt. Weil, ich habe schon gesagt, die Opportunitäten bis 2035 liegen daran, dass wir zu einem ganz großen Teil, zu einem ganz überwältigenden Teil urbanen Mobilitätsprobleme haben. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Mobilität ernsthaft zu organisieren, neue Verkehrsmittel auch zu bauen, anzufeiern, neue Infrastrukturen zu schaffen, für das Velo zum Beispiel. Aber das aber zu meistern. Das ist also eine große Chance, die man nicht verpassen. Wir dürfen nur nicht 15 Jahre über diese Opportunitäten diskutieren, wie wir das aber gerne gemacht haben in der Vergangenheit. Wir müssen gucken, dass wir für die Sache in den Griff zu kriegen, direkt abhaken und das, was beschrieben steht, an dem Fahrplan auch wirklich umsetzen. Was sind die Opportunitäten? Das sind auch 5. Erstens holen Leute zu Lützburg gerade wie überall auf der Welt all hochwertige Offer und diese kriegen. Ob das, wenn wir eine gute eine gute Busverbindung schaffen oder wie ein Tram, hohe Qualität oder eine gute Velosinfrastruktur, aufgetrennte Velosinfrastruktur, sobald sie geschaffen ist, wird sie umgeholt, wird sie genutzt, ohne Zwang. Wer soll doch zu Lützburg anders, dass sie für den Rest der Welt Menschen sind zu Lützburg, wir sind nicht mehr dumm wie der Rest von der Welt. Wenn wir ein Qualitätsoffer haben, nutzen wir die. Das war immer meine Überzeugung, und es sind durch die Erfahrungen, die ich die letzten 8 Jahre gemacht habe, mehr wie je davon überzeugt bin, dass der Schlüssel vom Erfolg von einer anderen Mobilität, auch von einer nachhaltigen Mobilität, liegt, für ein qualitativ Offer zu schaffen, für zu gucken, die Offer zu verbessern, dass das bei am meisten natürlich bringt. Dann ist natürlich auch wichtig, dass man die Qualität auch, dass eine Qualität ist, dass man erst halbherziges machen. Wir müssen also nicht irgendeine halbherzige Alternative zum Auto schaffen, zum Beispiel, in der Hoffnung, dass es jedenfalls Leute gibt, die dann die auch holen. Und dann, das war auch nicht mehr für einen Teil, wo man sowieso gesehen hat, Motto, und die anderen sollen einfach weiter mal wie für drin. Nee, wir müssen die Alternativen so schaffen, dass sie gut sind, für das wir es auch gerne nutzen, dass wir Lust tun, das zu machen, dass ich Lust tun, zum Beispiel auf der Velo zu klammern, an eine Veloinfrastruktur zu finden, dass ich Lust tun, an den Tram zu klammern. Den Tram ist für mich ein phänomenales Beispiel, weil für was klammern halt Leute ran, die 4 Stunden an den Bus geklommen sind, mir weil eine Qualität das vom Transport. Die hat mehr eine Fiabilität im Fahrplan, die hat das mir einfacher zu nutzen, und dürfen sie noch Leute, die spontan echt da klammern wie für drin. Zweitens, das Popularität vom Velo eine riesige Chance, weil Leute wollen auch immer individuelle Verkehrsmittel haben. Und bis jetzt war das leider so, wenn man über individuelle Mobilität nur gedacht hat, also es ist etwas ziemlich fantasielos, muss ich so angefallen an unserer Gesellschaft, das war ein Auto. Ein Auto ist natürlich ein flott individuelles Verkehrsmittel, das ist gar nicht wegzudenken. Mit gedonner einer individuelles Verkehrsmittel, auf allem geht es dass der Velo, und das ist von allem am urbanen Raum extrem effekaz, und das von allem für Distanzen effekaz, die zu Lützburg aber gerne gemerkt gehen, nicht am Velo, das sind Distanzen unter 5 Kilometer zum Beispiel, das mischt 40% von den Deplacementen aus. Das sind Distanzen, die sich fantastisch eignen, wo in ganz klar der Velo als große Chance muss gesehen. Dann auch zu sagen, dass durch den Pedelec-Haut, Velo als Assistance elektrik, kann den
bis egal wat Alter fuhren kann noch schon mal selber Orlozenter pro Jahr Pödele gut geschafft, weil da kann ich auch ein Kostüm bis sogar Klause fuhren an der Klausen Beger im Rob kommen, dass man dann ziemlich egal sich nicht dort verschwest, wenn ich nu kommen. Das ist alles das Haut möglich durch verschiedene technische Hilfsmittel, das wird doch zu einer gewissen Renaissance gefordert und das muss man nutzen. Drittens kriegen wir Kapazität vom öffentlichen Transport bis 2035 nach substanziell ausgebaut. Die wird gesehen, da kommen eine ganze Reihe Projekte, die merken, dass Kapazität und Qualität enorm wenn Lot gehen. Und dann der Covoiturage, das ist nicht etwas, was man aus Idealismus sollen machen, weil das ist eine Illusion, das funktioniert nicht, das bringt uns nicht schrecklich weit. Der Covoiturage möchte nicht mehr Sinn, wenn ich weiß, und ich komme zu 3 am Auto gefahren, ich schon irgendeine Viertel davon, dass ich sausen irgendwo lernst, der Stau von Auto, das heißt, ich muss dann noch gucken, dass ich Infrastrukturen schaffen, wo der Covoiturage befehligt wird, dass das, was man heute machen, auf den großen Autobahnsresonen, wo man auf einer Spur, die man beisetzen will, die reservieren für den Bus an der Covoiturage, für das leider auch incitiert, das zu machen. Und dann natürlich die Billiglesung von die finalen Wort Gemenge können direkt umsetzen, das ist die Gestion vom Parkraum. Die Gestion vom Parkraum, da denke ich schon nicht und das am großes Maßstab, wie die Stadt Uetzenberg zum Beispiel gebaut hat, mit Parkleitsystem und so weiter, das ist alles tipptopp, das ist super. Wir denken oft, wenn ich in die Gestion vom Parkraum denke, dann denke ich darüber, dass man als verschiedene Sachen noch vorstellen, wo brauchen wir überhaupt Parkraum, wie regroupieren wir was hier statt für als Straßen. Und da wird man auch, da fand an diesem Plan schon eine Reihe Erklärungen dran, wo die Grundproblematik leider wie sowieso gehen. Wir haben eine vertiefte Etude, wo wir gegangen sind, zu schaffen, die wird bis Ende des Jahres fertig sein. Und da werden wir auch Kader setzen für das Parkraummanagement, das ist kommunale Kompetenz. Da werden wir auch nicht über die weggehen, aber wir wollen aber einen nationalen Kader schaffen, für das Gemenge genau gesehen, wie kann man Parkraum umgehen und ganz viel Resultat kriegen, auch an der gesamten Mobilität. Dann habe ich schon gesagt, überhalten von unseren Deplacementen allein unter 5 Kilometer, und wir führen uns nach viel zu viel mit dem Auto alle gut. Ich meine, auch sind noch eins, du dann von Java kurz die Essenz, wenn wir mit dem Auto haut sich nicht zwar mit dem Velo heute, also schön wird, das ist auch gut gegangen, sich von Kirchspiel kommt, geht und nicht immer. Aber bon, insgesamt haben wir aber viele Deplacementen, die wir machen, alle gut unter 5 Kilometer, und da könnte man viel mehr oft alternativ, und an der Velo, als wie gesagt, eine immens große Alternative. Da haben wir auch ein großes Potenzial. Dann, wo kommen wir darüber, ob die Ziffern, die da wird gesehen, was die Verkehrsentwicklung an der Stadt, an unserem Stadt, an unserem Land wird sein. Wir haben natürlich eine genaue Berechnung gemacht, aber wir sind davon ausgegangen, von den Daten an den Werten, die wir hatten 2017, haben wir geguckt, was geschieht, bis 2025 und nur darüber raus. Aber diese repräsentativen Daten, die haben wir auch größtenteils von einer Luxemobils-Etude geholt, konnte man ziemlich präzise ausrechnen, wie man das Mobilitätsverhalten in den nächsten Jahren, ob man es muss ändern, für das man 2035 nicht just überhaupt nach mobil sind, und die alle stehen nach just, aber dass sie sogar mehr agreeabel gehen, dass man trotz zunehmendem Fundament der Mobilität an insgesamt mehr agreeabel können leben und mehr mobil sind. Das Mindestziele sind sowohl notwendig wie ambitiös, aber sie realisabel. Schon bekannten an neue Projekte, auf die ich nach Gleichwert komme, werden dazu beitragen. Aber wenn ihr resümiert, was das für den Einzelnen heißt, da kann ich sagen, wenn ein Trajet mehr kurz und mehr urban ist, also wird ein Trajet mehr kurz und mehr urban ist, wird man in Zukunft ein Auto sollen man erholen. Die Aufgabe vom Staat und der Gemeinde ist, wie gesagt, kein halbfertig mehr immens attraktiv, an hochwertige Alternativen zu schaffen. Die sollte man als das revolutionär so natürlich nein, also überhaupt nicht revolutionär, das ist am Anfang eigentlich banal feststellen, aber das ist aber genau das, was die steht seit Jahren machen, da wo man am liebsten an Vakanz fuhr, wo man fanden dann der Geiabel ist, an die Gesitturven und den Berechnungen, da 40% mehr Demand der Mobilität bis 2035, und da sieht schön, wie die Verkehrssituation an der Model Split, also den Undeel von den einzelnen Verkehrsmitteln haut,
wéi musssse ginn, fir dat man die 40% könne verkräften, aus dat den Auto zohält, dat es entweder stabil bleibt, per Auto so liegt zurückgeht, dann da sieht er do, dat man beim öffentlichen Transport vu 16% am Gesamtverkehr muss opgoen auf 22, das ja net viel sie mir verregt fir soviel zu investieren fir 6% mehr öffentlichen Transport, du muss gucken, wat dat hecht an der Croissance am öffentlichen Transport, dat mischt per zu Haut 80% méi aus pro der, fir wer das dat man jo muss davon ausgoen, dat gesie der Uwen und dem kleinen Grafik, also die plus 40%, die stehen nun 40% mehr Demand. Das heißt, der Gros von der Demand, die man mehr kriegen, da geht der ganz großen Teil, der geht eben auf den öffentlichen Transport, den man muss stärken und ausbauen, für das dadurch der Fall ist. Da sieht er doch zu Fuß zu gehen, geht von 12 auf 14% ab. Da so auch, das sind 2%, das sind viel mehr. Auch da, wenn der dann Prozent an der Bewegung guckt, ist das schon substanziell. Und der Velo geht von 2 auf 11, da kann auch immer so, das ist nicht ambitiös. Ich dachte, das ist schrecklich ambitiös, weil da sieht er, das sind wir 300%, wo wir abgehen, wo wir der Velo müssen abschrauben, wo Papa zu Haut. Das sind Zahlen, das sind noch Plaque, das sind noch Beispiele, was man muss machen. Wenn man das nicht machen, dann muss man immer am Kopf halten. Das heißt, wenn man nicht die Verlehrungen kriegen, dann muss die 40% Trafik oder Demand und Mobilität, die man mehr haben, da geht es, wenn sie nicht mit öffentlichem Transport zu Fuß oder Velo gemacht hat, da geht es mit dem anderen Verkehrsmittel gemacht. Und das ist das Auto, und ich meine, wir sind als Allgäuer eins, das fällt mir Allgäuer nicht mehr, dass wir so können weiterfahren. Ein anderer Mensch geht natürlich, es gibt auch Leute, die sagen, aber wir bremsen einfach die Wurst. Weil ich so nicht, bis 2035 ist nicht ganz sicher wie Minister, ich so nicht die Staat aber erzählen. Die erzählen nicht Geschichte von der GES, weil erstens geht das nicht so einfach, die können das einfach dekretieren. Zweitens, wenn der das will machen, dann muss er auch so, wie der das will organisieren, und noch was das bedeutet für die Leute als Lützburg. Also ich denke, dass so wie das Potenzial berechnen, dass das ganz realistisch berechnen, und dafür die Zahlen so ganz realistisch sind. Hier sieht ein Bild oder 2 Bilder, das ist 1960 Großgas an 2022. Großgas, ich meine, das kann da bestimmt auch statt. Mit der Transformation ist schon lang. Wenn die Großgas über 1960 guckt, ich meine, so wünscht Käse sich mich zurück, ganz sicher, nämlich auch nicht mit Kommersanten. Demos, wie das aber gemerkt haben, du waren die Kommersanten an der Großgas, die meinen, das wäre der Untergang vom Kommerz, wenn das so ging, gemerkt ging. Ich meine, dass man heute genau in eine gerne Richtung müssen denken. Und die Schwierigkeit ist nicht, eine Straße umzubauen. Die Schwierigkeit ist, sich da dann 4 aus 4 zu stellen. Das heißt, sich zu visualisieren. Und zum Glück können wir die proposierten Änderungen heute schon am 4 aus besser visualisieren. Vielleicht man dann nicht durch Lust machen, dass sie eben genau können spüren. Also ich so immer, ich lebe lieber an so enger oder ich gehe lieber flanieren an so enger Straße wie an dem linken Bild. An der Agglomeration kommen wir von nicht gerade 1 Million Deplacements den Tag am Jahr 2017 auf bald 1,4 Millionen am Jahr 2035. 1 Million, 1,4. Das sind 400.000 Bewegungen mehr am Jahr 2035. Das ist enorm. Und wie muss sich das Mobilitätsverhalten an der Agglomeration von der Stadt bis 2035 verändern, für das sich trotzdem an der Stadt an ihren Randgemengen haben leben lässt? Es dürfen eigentlich nicht nach mehr Autos dabei kommen. Ich meine, da sind wir uns wahrscheinlich auch alle gut eins. Dafür müssen sich die Placementen am öffentlichen Transport praktisch verdoppeln. Von 180.000 Passagieren mehr wie 2017, das ist enorm. Die Möglichkeit muss geschaffen gehen, für das Leute an der Agglomeration massiv mit dem Velo können fahren, dass sie Lust tun, auch immer dazu fahren, so gezwungen gehen. Die Leute müssen spontan selber aus Lust das machen. Und zu Fuß gehen muss auch mehr attraktiv gehen. Wir brauchen ob man's 70% mehr Deplacement zu Fuß wie heute. An einer Stadt zu Fuß gehen, ich meine, das möchte kein Fried, wenn trotz waren nicht dort, ich sind mir nicht mehr trotz, weil wir noch die Stadt urban gesehen so gestaltet, dass den sich quasi langweilt oder keine Lust hat, zu Fuß zu gehen. Da das eine wichtige Herausforderung, auch dass man zu Fuß geht und die Attraktivität alle gut zusammen verbessern. Obwohl bemerkt sind, dass
Mir bezieht dat sich nicht länger auf Stadt Lützeburg, mir auch auf Trandgemenge, Straße, Bachtring, Leidling, Hesper, Sandfälle, Niederraven, Walfer, Kopplisch, also alles, was rundherum ist, dort nämlich betroffen. Da gibt es natürlich verschiedene Transportresoen, und das ist auch sowieso, das wird man nur nachgesehen, wenn wir auf die Straßenreso kommen, dann auf die neue Klassifikation vom Straßenreso, eng Mobilitätsinfrastruktur gesinn ich haut oder gesinn mir haut als ein multimodale Korridor final eng Stroß. Freier war eng Stroß, dat war am Kap wo de Leiit klo als Stroß as do fir den Auto a priori. Wir bauen dann nach Fußgängerstreifen, dat de Fußgänger do invi River können, die wird die Stroß nach vielleicht längere Tritt waren. Stroß selber die geheiert dem Auto. Dat war an de Kap. Du bei am Anfang eng Stroß eng Infrastruktur für Mobilität zu organisieren und du musst möglich sein, all Formen von Mobilität zu tun. Ich muss die Busspuren drauf, muss die Velospisten drauf holen, muss alles ein Tram eventuell sogar drauf fahren und wer auch immer. Das heißt, wir brauchen eng multimodal Rugehensweise, weil das nicht auch das kein E-Verkehrsmittel lang, weil das das Problem ist. Den Tram lang bringt überhaupt nichts. Den Zug lang bringt auch nicht alles. Den Auto lang schon wert net also das muss ein Zusammenspiel kommen von allen Verkehrsmitteln natürlich auch ein Auto gehört dazu da geht auch nach viel investiert nur an Straßenreso ein Auto gehört dazu als nicht recht denken ein Auto als ein Teil von der Mobilitätsketten und das muss man endlich verstehen aber man wollen dass mehr Leute beim öffentlichen Transport an den Start kommen da muss man den öffentlichen Transport über Land mir auch hier an der Agglomeration so organisieren, dass es möglichst viel Direktverbindungen gibt, respektive Verbindungen mit maximal einmal umklammern. Weil Alkeiers, wenn der etwas organisiert, am öffentlichen Transport, oder mehr wie einmal muss umklammern, da wurde ein immenser Verlust, also Attraktivitätsverlust, und dann decouragiert das Leute zu hören. Umsteigen ist kein Problem, wenn es gut organisiert ist, wie gesagt, Maximum einmal. Über Land hier steht, Park und Reite bauen, und gucken, dass Leute gut zu Fuß auf jeden Fall am Velo auf hierher kommen, weil 60% von den Anwohnern außerhalb von der Stadt wohnen Männer wie 10 Minuten am Velo von ihrer Gare weg. Also das ist der Velo als so Last Mile Transportmittel. Die sieht ein Bild, das Mirsch will nicht am Zentralwirtschaft, also am Land. Mirsch hat eine fantastische Umbauung am öffentlichen Transport, Zug, Bus, alles. Da können wir Park und Ride hin. Am Mirsch ist ein typisch Gemeng, wo das der Fall ist, wo kein mehr wie 10 Minuten weg wohnt, von einem fantastischen öffentlichen Transport. Mit da musst du hinkommen. Und du musst Gemeng dann noch gucken, dass es hilft, Verbindungen zu bauen, wie das den Wiener könnt. An der Agglomeration hier steht auch, dass ein Zug oder zum Beispiel RGTL-Linie viel mehr attraktiv ist, was nicht just mit 2 oder sogar 3 Pôle d'échange verschiedener Teile von der Stadt direkt durchführt. Daher kommen wir bei der Stadt nach ein Beispiel, wie man das weisen kann. Es geht doch nicht dafür zu sagen, zum Beispiel mit der Stadt Lützburg, wir kommen an den Rand von der Stadt mit einem RGS-Bus und dann muss man Rand einfach, egal wo wir den rausgeht, der beste Pôle d'échange, müssen umsteigen. Wir müssen gucken, noch, dass aber mindestens da 2 Uhr vorgehen. Das hat nämlich einen Impact auch nur auf den Rest von der Attraktivität. Da kommen wir bei den einzelnen Verkehrsmitteln, den Zug, Reiseboden, laufen schon immens viele große Projekte. Wir sind das Land in Europa, das am meisten an den Ausbau von der Schiene investiert. Der Plan Nationale Mobilität hat zusätzlich identifiziert, die immens viel Geld bringen. Ich zitiere da just 3 an der Broschüre, die fand einfach am Ganzen natürlich 14 dran. Die anderen 11, da sind da schon die mehr oder weniger entweder am Bau sind oder mindestens bekannt wären. Däfer denkt zum Beispiel, wenn man der Plonische noch nicht so lange, weil wir hier in der Stadt sind, mit Däfer denkt, können wir länglich den Bau von einem Gleisdreieck, wo in einer Direktverbindung auf Kirchen kriegt, kann zu Däfer denkt, Wohnpapa zu Hause, wenn man am Zug an Stadt kennt, zwischen 50 und 20 Minuten Zeit spuren. Das ist enorm, wenn man sich das bedenkt. Überhaupt wir sind zu Däfer denkt, noch handelt sich auf Peting fuhren, für einen anderen Efficiency zu fuhren für einen Stadt oder eine immensen Detour, die wird erst später bekommen, was nicht schrecklich attraktiv ist. Zweitens, und da ist aber Stadt Lützeburg ganz wichtig, ist, Stadt Lützeburg hat im Moment ja das Gas zentral, der Parfum alles fertig, ein Drittgas ist zum Teil fertig, respektive der Rest ist am Bau, das Gas Howald, das ist 3 Großgaren, es könnt eng feiert dabei,
an dat ass die nei gar hollerisch, so de man gëtt en gar zu hollerisch, ja, dat gëtt en gar, mit die Leiit net gut zu hollerisch. Die gar hollerisch will man rücklen, zwar op Breck vun der Äscher Stroos, dann werde doch so sinn, dat an Zukunft op der gar hollerisch net wie haut nimmen sich zum Beispiel vu Peting mir och vu klein Bettenruf, werden sich do halen, dat hicht Leiit aus dem Süden an aus dem Westen kreen do ganz gut Verbindungen an natürlich op der gar hollerisch, der neier gar hollerisch, dat gëtt an no Pol die Chance, wéi eben den Hohewald a wie de Pfäfendal, do soll den Tram noch henno sinn, dat hicht vun do kann in Mam Tram entweder op Klosterstoff oder op einer Plätzen an der Stadt. Dat hicht mir man do alles fir d Leiit innerhalb vun der Stadt, was sech muss deplaieren, mir och fir die Vubau zu kommen, dat ze direkt am Zug kommen, an do bequem ëmsteigméigkeeten hunn. Also die gesit halb den Plan, die 3 Ziffern 1, 2 an 3, und dat sind eben die 3 Großareien. Da kommen eine Reihe Park and Reiten dabei, nu kommen op die zu schwätzen am Südwesten von der Stadt. Wir bauen noch am Straßenregion noch eine Reihe Sachen, die auch noch dabei kommen. Aber final wichtig ist, wenn man beim Zugregion zu bleiben, und da ging ich bei den nächsten 4 Zoom zu machen, ran an Stadt Lützburg, du siehst da die 3 Großgelbalken, also die Feierparder Großgelbanken, das sind die Feiergaren, und da sieht schön, was da von Möglichkeiten hin und stehen, 4 von den Inselregionen, dann zusätzlich eben Kleinbettnerstreck, die könnt dann dabei, für da können bequem an der Stadt zu kommen, ohne müssen den Auto zu holen. Also wenn ihr nicht dort guckt, das Bild, da seid ihr am Zentrum und am Süden ganz, ganz dichten Zugreso schon existiert, dann hin könnt ihr nach ein Tramsreso dabei. Die sieht final auch hei, dat op der Heich von der Security Social, wo dann eben geholre schicken in den Tram kann holen, da den 11 Stunden pro Richtung, 4 vu Rodange, 2 direkt vom Belval, iwwer Deverding an 3 vu Kleinbetting, die Jolo haut dann net gëtt, also die bleiben haut der Sto, also das eng immens Attraktivitätssteigen. Du gesehen dat Breck, die muss natürlich neu gebaut gehen, du hast Cervel, du hummer lo 4 Studie gemerkt, mat der Cervel zu summen, das alles baubar do. Da muss ich noch wissen, dass natürlich Karte an der Stadt, die sich immens entwickelt, die hat den Polvürdareal, den du raus könnt, das Assurance Sozial kommt ja fort, du hin, da können Logementsprojekt vom Staat, das ist das auch für den städtischen Raum ganz, ganz flott, wenn du etwas so dahin kommst. Dann den Tramsreso, wir fangen nur bei der Strecke, die da kennt, dass die entweder chauffiert oder am Bau ist. Ich meine, da sind wir am Timing, wie der da Entretan kennt. Am September geht ob schon bis auf Bodeweg, und da kommen die 2 Etappen, das Kloster respektive den Findel, dann sind die 16,4 Kilometer fertig. Das ist spätestens für den Sommer 24 der Fall. Also sie morgen Findel, bis der Findel fertig. Den Timing sieht gut aus, dass man den auch gut gehalten kriegt. Da folgen wir weiter, das in neuen Tronçon, die viel gesehen hast, das den Tronçon nennen wir Schumann, Etoile, Sergel im Westen hin. Die sieht, als natürlich etwas, was noch fehlt, das sieht man nach Dono, dass eine neue Straße, die Hand am Südwesten von der Stadt gebaut wird. Melo geht es hier aber drin, für eben von allem auch die ganze Straße bis bei der Sergel, die wissen Straßen, die hat enorm Arbeitsplätze an dem Eck für das zu bauen. Und da sind wir mit den Etüden schon relativ weit. Die Idee also auch für Finanzierungsgesetze nach dieser Legislaturperiode fertig zu kriegen, von der Chambre gestimmt zu kriegen, für das von die 16,4 Kilometer fertig sind, wir direkt können weiterfahren. Dann kommen wir bei dem Stück Rotblick, Luxexpo, das kennt das Zentral Amelie-Stunde, das ist ja en cours. Da könnt ihr noch ein Stück bei, das ist im Kirchbirch, Urwen Richtung Konrad Adenauer, Richtung bei RTL. Das ist auch ein Teil, wo das Finanzierungsgesetz nach so in dieser Legislaturperiode gebaut gehen. Und dann natürlich Richtung Holrichhof, pardon, das ist beim Polwirth-Hof, durch das neue Polwirth-Areal. Du hast den Boulevard ja 4 gesehen, du hast sowieso den Boulevard aus dem Tram als einzig drauf 4 gesehen. Und dann natürlich soll da auch dann die Verbindung gebaut werden, nur von Holrichhof Richtung Ascherstraße, ob Kloster. Und dann fuhren wir weiter über eine Möglichkeit, die noch besteht, dass das
für vom Sergel Richtung Mermer zu fahren. Ich so nicht aber direkt, da das eine Möglichkeit, da das nicht eng die Gänge so, die zu den Top-Prioritäten am Ende gilt, da ist viel ganz Wahnsinn gebaut, geht da ganz viel spät. Die anderen, die ich für du genannt habe, die haben viel mehr eine große Bedeutung. Dann natürlich der Park and Ride, Reso am Zusammenhang mit dem Tram. Du wirst das haut den Park and Ride bei der Luxexpo urwen, wir haben den Park and Ride am Bau bei der Cloche an der Nummer natürlich den Park and Ride Bouillon, den wird geregelt. Die sieht, wo den du angezeichnet hast, die geht viel mehr Richtung vom Autobus-Échangeur geregelt. Da kommen noch eine Reihe neue Échangeurs gebaut, also das Autobus-Reso wird umgebaut. Und dann sieht der Uhr, Park and Ride West, da soll nach E kommen, ein Park and Ride, das ist für den ganzen Verkehr vom Westen da abzufangen. Und natürlich, da der Strich der Lärm, dass der Boulevard de Merle und dann drinnen geht weiter der Boulevard de Sessange, das sind die zwei Boulevards, die gebaut sind, da könnte ein Tram ja drauf. Und dürfen sind die Park and Ride, die da alle sieht, auch alle guten Tram umgeschlossen, da du dann darüber redest, den großen Park and Ride, den beim Viertel soll gebaut gehen. Das heißt, Herr da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Großpark and Ride und direkt unter Pol die Chancen Tramsreso für zu versichern, mäßig Leute abzufangen, die von außerhalb kommen, für sie dann auf den Tram zu kriegen. Dann es geht Territoire von der Stadt 4 Hauptdestinationen, da das die Kirchbirch, das dann das Zentrum at der Gare, dann den Ban de Gaspé an Clochtor, an die Zukunftskartier am Westen von der Stadt vom Boulevard de Merle über das Sergel bei der Quartier Stadt an Europäer Straße. Mit diesem Betriebskonzept, wo man hun an dürfen sie die Flächen, die sind noch dürfen so groß schraffiert, da zieht am Anfang die wichtig Ballungsgebiete, die der Hut oder Attraktionsgebiete, die sind dann noch alle erreichbar. Mamtram, also der Tisch mir hun nur Reso den Fubausen an Stadt ran, mir auch final am Innern von der Stadt optimal ist. Dann der Busreso Ziel ist ja den RGTS-Busreso größtenteils aus dem Stadtkern rauszuholen. Von der Lo, die Strecher da sieht, so nicht, was das da tut, dann haben wir nur keine Straße mehr an der Stadt. Da sind just Buslinien, die da sieht, das ist nicht der Straßenreso. Du siehst am Anfang den RGTS-Reso wie in 2035 soll ausgesehen und du siehst ganz gut, dass man ausnehmen von dem Achskloster, die man wollen Handel feiern, das soll am Anfang so ein Couloir à haut niveau de Service für den Bus, die auf die Findel soll gehen, als den Objektiv für den Care von der Stadt, den RGTS ziemlich rauszuholen. Beim Bus sind aber zwei Sachen ganz wichtig. Das ist, dass das nicht mit dem Auto am Stau steht, dass man möglichst Buscouloir natürlich schon an, dass ein Maximum von Leuten auf ihrem gesamten Trajet nicht mehr wie immer, wie ich gesagt habe, müssen umklammern, aber für Leute aus der Centre urbain am besten Chemo umzuklammern. Das wird dann, hat man nach gesehen in dem Grafik da noch, wir haben einen ganz schlechten Model Split von den Gemengen rundherum, Straße, Bachträger, Hesper und so weiter, an Sterne ran. Da wird enorm viel den Auto geholt, mit natürlich viel damit zu dienen, mit der er weiß, wie die Busreso haut da organisiert ist. Von Bausen und Stadt ran unterscheiden wir zwei Desserten, der denkt, dass die zwischen der Region an der Agglomeration, der sieht das auf diesem Bild, dass das egal wie den RGTR, also von der Region bei der Agglomeration, und da wie gesagt, meistens zwei Pole, die Chancen auffuhren, und dann die innerhalb von der Agglomeration, aber besonders zwischen den Randgemengen an der Stadt Lützeburg, die sehen wir im nächsten Bild einkern, da weiß ich dann noch, wie Mengen da den Bus soll organisieren. Ich sehe auch, dass wie den RGTR kann fahren, wenn den Tramsreso bis fertig ist, mit allen Trams-Extensionen, die werden kommen, werden zusätzlich RGTR-Linien hier im Terminus mehr das Stadtzentrum kreieren. Für das alle RGTR-Linien einfach ein Maximum von Destinationen an der Stadt attraktiv kann aufführen, wird die RGTS-Linien dann war möglich, ob man zwei verschiedene Pole die Chancen aufführen, weil wenn man immer noch auf einen als konzentrieren, das ist nicht realistisch. Da könnten wir viele Beispiele geben oder man kann da doch in einer Diskussion gucken, dass das dann nicht gut genutzt wird. Auf der Clochtor über Trocat wird dann noch, das ist den mit Deckenstrich, den du siehst, abseits von den Wohnkartien ein performanter Korridor, ein hohes Niveau de Service für die Bussen
bis op de Finde feieren, da so wichtig Finalen fir aus dem Süden aus dem Osten verschiedene Attraktivitätszentren do unzubauen. Da kommen ich op wie will man de Problem lesen. Da sind lohn zwei Grafike, die nur nie wette kommen. Schufir du gesot, dass het großen Defi als für 2035 statt Mobilität an der Agglomeration als ganz planen, dat net nimmen Stadt leng mit Randgemenge mat gucken, da wo von der Agglomeration von der Stadt Lützeburg an ihre Randgemengen verlosen des Agglomeration just für 9% von all ihren Deplacementen, das ist schrecklich wenig. Dat sind urban Deplacementer, die Christen ist so stattfanden. An Äwer hun Dawohner vun der Randgemengen 2017 fir 3 Féierel von ihren Tragéen an der Stadt den Auto geholl, a bis 2035 gingen dat Läng nach 50 Tragéen op den Dach mégi, wann man dat versuchingen läflossen schmeint. Och do muss wissen och verstoen an angesinn, dat dat wirklich net ustrebenswert. Dat deit trop hin, dat sowohl de Busreso wie auch de Velosreso nach muss viel verbessert gehen, tschen der Stadt an den Randgemenge von der Stadt, das auch klar van der Energie net an den Zentrum fährt, wenn man jo gern hätten, dann ass den Energie auch net attraktiv für das Leid man Energie müssen sie für Tragéen vu just de pur Kilometer Alkes ëmklammen der Tisch zum Beispiel Kiesen fir zu so kommen man der Verkehrsbus eben durch die Randgemenge fuhren, die Haaren du überall, weil du klemmt hier ran, die muss dann meistens nur in Einke rauskommen, aber die fährt dann immer bis zum nächsten Pol d'Echange. Und hier am Bild sieht er dadurch an der Mitte suburbain Oranges d'Ergetière-Linie an die schwarz gestalteten Ziele an der Stadt, die weisen, dass es von der Randgemenge für Destinationen man Ergetière, dann du musst umklammern und das möchte ihr bekehren und dafür muss man eine andere Lesung sichern und das ist die Hai. Die bessere Lesung ist, dass man aus der Stadt die städtischen Linien bis an die Randgemengen rauszieht. Das heißt, wir haben eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Lützeburg am Kader vom Service Coordonné, den Stadt Lützeburg, das sind Bussen, die an Stadt Lützeburg an ihrem Réseau führt, die vom Staat finanziert. Und wir müssen gucken, die Koordinierungslinien mehr zu nutzen, für die Randgemengen von der Stadt nach Mat zu bedingen. Das gibt es schon, da muss man auch viel mehr konsequent machen. Wieso die Einzelnen, die man haben, das zum Beispiel die Straße in Richtung Westen von der Stadt, gehört das schon mit gesagt, aber das sind die weißen Symbole, die da an der Stadt Lützburg sieht, dass von einer Randgemengen, die man muss auch die Umklammern auf seine Destination an der Stadt könnt, dass das die beste Lösung ist. Und das geht über den Koordinierungsregime, den, wie gesagt, wir zusammen mit der Stadt Lützburg organisieren. Dann natürlich die Fußgänger, ich gesagt, die spielen eine wichtige Rolle. Und die meisten Leute, was sich mal zu Fuß deplacieren, wir alle gut sind, das regeln selber auch alle oft über verschiedene Sachen, wo die Qualität nicht gut ist. Wie seht ihr das ein Beispiel, wie man in Zukunft echt wollen, die Fußgänger machen? Das heißt, der Fußgänger soll nicht, wie das leider noch viel zu viel überall am Land ist, am Zickzack rundherum laufen, über Bordsteine muss klammen, wenn eine Straße überquert, mit Trottoir traversen und vielleicht wie ein Auto auch kann riecht werden nutzen. Das ist ein neues Konzept, das man die Gemengen in Europa bietet. Das geht auch, muss ich sagen, wirklich immer mehr genutzt. Die Gemengen sind echt auf Favor begeistert. Dafür sieht das besser auf der Foto, wie das zu verstehen, dass man da so interessig innen. Ne? Und das bedeutet dann, dass er vielleicht ein Auto zu kleine Band muss mehr für eine Seitenstraße ranzuführen, mit den Fußgänger behält aber seine Priorität, aber behält für den auch hoch qualitativ Fußgänger wehr. Dann natürlich den Velosreso, wie schon gesagt, wir müssen den Velo als zweit vollwertig individuelles Verkehrsmittel entwickeln. Das lädt just in der Infrastruktur alle Enqueten, die wir gemacht haben. 2017 bei der Luxmobil, du hast rausgekommen am Velo, dass wir Leute gefragt haben, ja, für was fuhr dann nicht mit alle Velo am Keller, aber wo immer gekauft, da möchten sogar 2 oder 3, die fuhren vielleicht im Freizeitbereich, da gibt es Velo auf dem Auto gestaltet, auf dem Dach oder wo immer, da fuhren wir an den Büschen, da rennen wir am Busch rundherum, mit dem Straß nicht. Echt einfach, es war immer unisono, es fährt an normale Straßenreise zu fuhren, das zu gefeiert, die Infrastruktur als schlecht, aber wenn die besser wäre, das war riesige Balken, das war die ganz großen Undeel von der Info, 4 Saisonen, wir werden nicht fuhren, also letztlich in der Infrastruktur,
Wenn die gut ist, dann geht der Velo attraktiv. Hüllen Leute noch vom selben braucht man auch Kind zu zwingen an, wie gesagt, der Mond ergibt sich durchaus, weil 40% von den Wehr eben Wehr sind, die unter 5 Kilometer zu sind. Da kommen wir zum Strassenreso aufschließend. Wir haben eine neue Klassifikation funktionell vom Strassenreso an dem Plan gemacht. Die größten an der meisten genutzte Reso am Land ist der Strassenreso, aber leider können die noch überall hin am Strassenreso, aber leider meistens ist man im Auto. Und wir müssen nicht fertig bringen, dass der Strassenreso für alle Verkehrsmittel zugänglich ist, dass es eben ein multimodale Korridor Gedenkstraße. Der Tisch am Anfang dürfen als den Titel auch von der Broschüre, die heißt Infrastruktur effizient nutzen. Das heißt, dass man die Infrastrukturen dann hier an dem Heifelsstraße durch den Fett, dass man sie mehr multimodal ausrichten, mehr effizient nutzen wie heute. Es gibt dann noch zu unterscheiden zwischen den Straßen, wo die Autotrafik wirklich soll können rollen, wo klar ist, dass da eine Straße, eine Hauptachse, wo den Verkehr muss rollen, an denen, wo das Auto zwar auch kann fahren, aber nicht unbedingt mit großer Vitesse rollen, wo am Anfang mit toleriert, dass man am Rest vom Verkehr, was den dann noch hat, wo es andere Verkehrsmittel gibt, die vielleicht auch mehr wichtig sind, an einer verkehrsberuhigter Straße zum Beispiel, und die Methode für das zu erreichen, das ist eben die sogenannte Klassifikation funktionell, die ich kurz noch erklären will, und dann ist es lang genug vollgeschwärzt. Aber das ist aber wichtig, ich meine, am Schluss, weil das eine wichtige Neuerung an dem ganzen Konzept ist. Und ich muss sagen, dass wir das heute nicht tun, das Konzept, das nicht mehr möglich gewesen durch eine formidable Zusammenarbeit zwischen der Straßenbauverwaltung am Ministerium, an den Detailveränderungen in der Broschüre. Da können noch viel mehr Details auf die Prinzipien lesen, vielleicht zu gucken. Dafür will ich die grob Sachen skizzieren. Ausgangspunkt sind natürlich der urbane Raum an der Schiene-Reso. Schon gesagt, der urbane Raum, da ist die meisten Mobilität sowieso fällt da an. An der Schiene-Reso, weil die natürlich zentral ist, aber auch so in der Zukunft gucken, da am meisten Sachen umzusiedeln. Das ist schon etwas Ernstes, ob ich an einem Stadtkehr mit Fußgängerzonen sind oder außerorts oder an einem verkehrsberuhigten Quartier. Also je nachdem, wo ich gerade bin, als die Klassifikation vom Strassenreso muss in Zukunft ganz Ernstes gehen. Eine nach viel mehr konsequent Verkehrsberuhigung innerorts, da das ein Kehrelement von der ganzen multimodellen Strassenbaustrategie, die wir hier entwickelt haben. Es geht darum, am Anfang, dass durch den Fett, dass der Staat seine Hausaufgaben möchte, an den übergehenden Verkehr, den Transitverkehr, natürlich auch, da sieht man nach durch den Bau von zusätzlichen Straßen, ob den großen Strassenreso bringt, und dann natürlich Gemengen, Chancen und Möglichkeiten für innerorts wirklich stark Verkehrsberuhigungen zu machen, die Straßen viel mehr multimodal zu gestalten wie heute. Natürlich muss weiterhin am Auto auch an einer Ortschaft sollen überall hinkommen. Also es geht nicht darum, für zu sagen, nur zum Beispiel in der Stadt Lützeburg, wenn man den übergehenden Verkehr rausholen, dann wenn man wie so ein Staatshof für den Auto. Das macht keinen Sinn. Erstens mal wohnen Leute da, und wie hier gesehen, viele Leute, die da wohnen, mussten ja einfach mal ein Auto holen. Es sollen überall hinkommen. Das ist vielleicht nicht immer dann den direktsten Weg, wo ihn halt haut das so, dass Strassenreso innerorts so abgestaltet sind, dass den Auto direkt überall hin könnt. Der Fußgänger oder der Velo, die muss oft sich mehr planen, oder der Bus auch. Da muss ich vielleicht einen kleinen Schlenker fahren oder so. Wir können ihn überall hin, das soll das Prinzip sein. Es soll aber von allem so abgebaut gehen, dass in Zukunft dann noch den Transit rausbleibt, das Schleichwehr durch die Quartiere, durch die Ortschaften nicht mehr so können stattfinden wie heute. Das heißt nicht, dass an allen Ortschaften ein Kontornummer gebaut wird. Ein paar sind da notwendig, wir haben eine Reihe angekündigt, die wir machen wollen. Meistens geht es doch andere Lesungen gibt, dass dann den Trafik nicht null ist, aber ganz ernst ist als wie heute. Wenn ich die Stadt versprechen, da wäre ich sowieso nicht der. Ich meine, das kann nicht sein, das kriegen wir auch nicht hin. Aber wenn wir das machen, so wie wir es hier in der Broschüre beschreiben, kriegen wir eine wesentlich andere Situation. Und dann natürlich, das geht daheim, wenn der Transitverkehr also auf den Hauptachsen ist, da kann der Rest vom Straßenraum innerorts mehr urban genutzt gehen. Über das Straße muss der Autoverkehr
nicht mäßig gut fließen. Ich habe gesagt, auf den übergeordneten Straßen da sollen fließen, mit den anderen Straßen sollen können fahren, aber man muss sich bewusst sein, dass andere Verkehrsmittel oder andere Deplacementsmöglichkeiten da gibt, die vielleicht mehr wichtig sind. Muss aber überall kommen an Kartien, das soll garantiert bleiben, oder an Parkkreise oder an Attraktivitätsdeler, die dann da gibt. Da sind das Straßen, die mehr substanziell können eben verkehrsberuhigt gehen. Aus dem Velo das zweite individuelle Verkehrsmittel zu machen, heißt nichts Ernstes, wie das der Velo direkt von allen Haustieren am Land bei allen Haustieren muss können fahren, und zwar möglichst hat man eine hohe Qualität. Nicht mehr, wenn wir das machen, da kriegen wir leider auch dazu, dass sie den Velo nutzen. Ich will auch nicht mehr im Detail darüber argumentieren, das tut alles gesehen. Hier ist noch ein Beispiel, was schon in der Stadt am Moment zum Teil am innerorts experimentiert wird, das Trüsi klappe, da muss nach, man wird schaffen, dass es schon mehr, sie klappe, dass wir außerorts, das am Anfang Straßen außerorts, die sowieso nicht viel Trafik haben, da wird in Holland viel gemerkt, ich sehe auf dem Bild so ganz schlecht, wo der sieht, wo links der Rätsel, der Velo am Double Sens kann fahren, ein Auto in eine enge Richtung an, wo guckt, dass eben der Machtgage an der Straße so gestaltet ist, dass ein Auto vor weiß, dass natürlich auf 50 limitiert, dass auch hast, dass du Velo können fahren, das geht dann in Holland ganz viel gemerkt. Das ist ein Beispiel, wir werden ein ganz anderes Instrument schaffen, für zu ermöglichen, nach der Velo besser können zu organisieren. Daraus sollen vom Transitverkehr, das sieht auf dem Highbild ermöglicht, dann auch, dass der Bus viel mehr attraktiv ist. Ich habe gesagt, der Bus wird keinen Sinn, wenn ich zwar man muss bis bei der Agglomeration kommen, und dann am Autoverkehr im Stau rundherum hängen, dann ist das schrecklich unattraktiv, weil dann hält auch kein das, da kann die Sohn, die Jubiden so gut sind, wie sie will, aber wenn der Bus nicht vom Fleck kennt, am Auto im Stau steht, fährt keiner mehr. Und das ist auch eine andere Chance, wenn wir eben den übergeordneten Verkehr rausholen. Und da kommen wir bei Stadt Lützeburg, und da sieht der Hai, was wir machen werden, das ist nicht die ganze Strassenreso von der Stadt, das ist höchste staatliche Strassenreso. Und du siehst, wie das in Zukunft soll funktionieren, den übergeordneten Reso an die Ziffern, die du siehst, die du hier erklärt, das sind am Anfang neue Strassenbauprojekte, die Stadt, die wir für die Stadt bauen, für das wir können, das Bannen dran. Die sieht, wenn der dort guckt, da sieht er, dass die Deckrotstrecke all echt rundherum stärke innerhalb von der Stadt nicht mehr ganz viel übergeordneter Verkehr so sehen. Das heißt, alles, was da entweder dunkelgrau sieht oder ein bisschen hellgrau schraffiert, das sind die Zonen, wo die Stadt Lützeburg eine Möglichkeit kriegt, für sich selber auf der kommunalen Straßenreso viel mehr Verkehrsberuhigt zu schaffen. An die Projekte, die wir bauen, das sind die dadurch gesehen, die Straßenbauprojekte, du hast zum Beispiel ein, ich will dich anhand von dem erklären, wie das gemeint ist, das eine neue Konnexion zwischen der N7 Hanner Becken am Mulzestall an der N11, das ist der erste nach der Straße. Wie wäre das so? Wenn man das Bild guckt, da sieht man schön den ganz dunkelroten Strich, das ist ja die Konturnummer, und dann kann ja das Problem, wir haben am Anfang keine Konturnummer, den so ist. Das ist auch nicht sinnvoll und nicht baubar. Ich würde mal den Bautemeister, den das will probieren, schon eine bonne Chance, weil nicht nur dann du flaschig über und durch Wohnkarte fährt, also ich meine, das ist einfach nicht realistisch, das wird ja schon lange gebaut gehen. Aber ich meine, das haut mit zeitgemäß ist. Wenn muss man gucken, was sind dann Lesungen, die man können finden, uns die Konturnummer noch zu machen, für das Leute zum Beispiel, wenn der N7 zum Beispiel gefahren können, aus dem Norden, von Mirgerof Richtung Stadt, an der Welt gut nicht an der Stadt, wir wollen echt zum Beispiel an der Südwesten von der Stadt, auf die Kloster als Beispiel, fahren. Da fehlt den Haut natürlich, da müssen dort ganz Beckener Straßenruf kommen, nicht Bierger oder der Strollinger Grund, weil auch immer, irgendwie müssen durch die Stadt knöcheln, für dann auf die Kloster zu kommen, und der will eigentlich an der Stadt gut nicht, die belastet der Verkehr am Stadtkehr enorm, und der will gut nicht dahin. Und dafür bauen wir eben die Verbindung, das Verbindungsstück, das also schon von der Straßenbauverwaltung 4 Studien gemerkt haben, das ging Dresden jetzt auch in der Tranche Couvert gehen, von der N7 Richtung Waldhaff. Für das, wenn ich von mir komme, dass ich für Becken, dann kann River auf den 11 fuhr Richtung Waldhaff, und du auf der Autobahn fuhren, Handel lernst fuhren, und dann natürlich über die Konturnummer auf der Kloster sowieso rauskommen.
an dat erlaubt dann natürlich der Stadt Lützeburg nicht nur der Place d'Argent, wo die Stadt Lützeburg selber ein ganz flotte Projekt wird für Place d'Argent zu beruhigen und den noch zu summen wollen umgehen, mit nicht nur da für etwas Flottes draus zu machen, wie auch auf der ganzen Beckener Straße den Verkehr komplett anders zu organisieren, par zu Haut. Ein anderes Beispiel aus dem Boulevard de Sasson, Boulevard de Merle, natürlich auch klar, eine Verbindung, so eine Schließungsstraße natürlich für Cartier von der Stadt, aber auch eine wichtige Straße, die dort Funktion kann erfüllen. Da sieht man daran, das ist die Kontournummer von Alzing, da das natürlich dazu gehört, natürlich auch die neue N3, für das Thionvillestraße können ganz Ernstes gestalten, wie heute zum Beispiel. Und dann noch ein paar neue Echangeuren, das sieht man da, das ist den 7 von allem, da wo ihr seht, die Echangeuren von Haut auf der Autobahn und Karton sind nicht optimal, die gehen so gereckelt, die ganz Ernstes gebaut gehen. Ziel ist ganz klar, eben, wie gesagt, Bannen dran, der Verkehr raus, ob die großen Achsen dort zu kriegen. Und dann hat dann noch die 7 Zonen, die durch die Projekte von der Seite für die Runde, die ich gesagt habe, ganz substanziell können Verkehrsberuhig gehen, das die du da siehst. Beckener Straße bis auf Place d'Argent, das Traversier von Hesper, das Trutèche, das den Zentrum am Traversier von Leidling, das betrifft nur Mannert Stadt, mir aber das ist eine Randgemeinde von der Stadt. B4, das haben beim College, bei dem Alin Meirich, die Ausfahrt von der Asche Autobahn, die an den Boulevard Urbain sind umgebaut sind. Longscher Straße kann ich ganz Ähnliches gestalten, wenn das bis alles fertig ist. Und natürlich auch der Straße, zwischen Straßen an dem Sergel, und natürlich auch weiter Richtung Stadt, gibt es ganz andere Möglichkeiten. Natürlich alles das, wie gesagt, dran ist, kriegt eine ganz andere Perspektive für die Entwicklung von der Stadt und auch für die Lebensqualität an der Stadt. Dann haben wir noch 16 Projekte vom Transport en commun. Ich meine, ich schloss nicht die lesen, die gesehen haben, das ist ein Ekartement vom Transitverkehr aus der Stadt, die ermöglicht, die urbane Mobilität zu schaffen. Wenn ich ein Beispiel hole vom Tram auf der Ascher Straße, da ging das schon so ein Haut, wie soll man das ein Auto machen, das ist kein Platz. Da muss ich natürlich gesehen und zusammenhang mit all den anderen Projekten, die wir bauen und durch das, was wir wollen bewirken, von Raushol vom Verkehr, und das möchte eben, dass die Projekte auch möglich sind. Und da kommen natürlich alle Guten, die anderen Projekte nach Hand tun, die Stadt auch davon profitiert, weil die hat, wenn ich gesagt habe, 50% ungefähr vom Verkehr an der Stadt, rund um die Stadt, und da können die anderen große Batz, das ist der Süden. Da muss ich noch wissen, dass es immens viel Verkehr gibt zwischen den zwei großen Agglomerationen, also zwischen Eschbellwall an der Stadt Lützeburg, und dafür wird ein Tram Rapid gebaut, wo der Henno dann noch eben Transextension Richtung Eschwood, wo Monrich angeschlossen wird, und die ganze Region, die neue frisch industriell von Esch. Alles das wieder ist dann auch zusätzlich. Mich geht an, hält auch viel Leute schon, wie wir hat man Auto, wie hat bei der Stadt zu kommen. Und da weiter Projekte betreffen natürlich Busak Covoiturage, Couloiren, die ich am Anfang gesagt habe, da sind eine ganze Reihe Pôle d'échange, neue, die wir schaffen oder die wir regeln, wie die Bouillon zum Beispiel, die Pôle d'échange West, da sind neue, die gebaut wird, soll gehen. Dann der 6 und der 3 und der 1, Priorisation für den Bus und für den Covoiturage auf den Strecken. Alles das sind wichtige Elemente. Und dann natürlich auch Park-and-Ride, die ich nicht schon abgezählt, die vom Westen hier so rauskommen. Wenn der Velo braucht seinen Platz, wie so die überall, feier ganz markant Velos Expressinfrastruktur, weil wir bauen. Da denken das von Eschernstadt, die Hunde schon ein viergestalt. Und dann andere das von Dittling aus, das auch die werden am Seerzügewert können gebaut gehen, wenn man Chance für das Hauptstadt steckt zwischen Beetebüsch an der Stadt, das sind 10 bis 12 Kilometer, relativ flach zu fahren. Und da ist eine neue Eisenbahnstrecke gebaut, nämlich die Klassenstrecke aus von 2 auf 4 Gleise gebaut gehen. Und da haben wir eine Velospiste matt gebaut. Da fehlen also noch 2 kleine Elemente, wenn alles klappt, da muss man eine Reihe Umweltstudie nach machen. Wenn das alles klappt, dann können wir packen, an in den nächsten 2 Jahren die Strecke zu bauen. Das sind alles auch wichtige zusätzliche Elemente für heute auch mal Pedelec-Finalen, wo wir mit weit Distanz fahren, wieder den dann, was heißt, der will Express für der Tisch nicht, wieder durch Universkreuzung müssen zu fahren, dass ich ziemlich direkt fahren
über eine längere Distanz für an den Staat zu kommen. Aber wir gucken hier nur auch den Express für die können der Klostore raus, die von Beetwischer noch die von Asch. Wir sind am Gang, wir haben einen Trasse schon fertig. Wir wollen dann noch die Piste Klabel weiterleden bis op de Pont Büchler. Und da gucken wir mit der Stadt Lützeburg zu summen, für auch da Lesungen zu finden. Das heißt, dass die nicht nehmen, ob der Klostor können, dann vielleicht nicht für den Klostor, wenn ihr dann an den Staat Kervel, den ihr weiter könnt. Also auch da gibt es noch ganz viele Ideen, die wir werden in den nächsten Wochen am Ende vorstellen. Und dann natürlich am Norden, vom Pafendal aus durch den Ulsterstadt bis an Nordstadt, da haben wir recht rezenterweise ein wichtiges Stück zu Dummelding gebaut, da kommen aber eine andere dabei. Aufschließend, der Plan National de Mobilité, das ist etwas, was läuft. Das ist am Anfang ein Fahrplan, der besteht, mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin, wenn dann noch mal ist, die kann am Anfang ein Buch, das ist keine Bibel, das ist aber ein Buch, wo klar gezeichnet ist oder viel gezeichnet ist, was die kann oder soll oder Menge muss machen, aber das ist aber nie ein Endprodukt. Alle 5 Jahre soll der Prozess von Überschaffen stattfinden, weil natürlich Mobilität sich immer muss entwickeln, Papa zum Land. Das geht bis 35 und ihr seht, wenn man da so weitermacht, dass alle 5 Jahre das gemerkt wird, dann hört ihr schön die Etappen, da könnt ihr 40, 45, 50 und so weiter. Wir sind an einem Planungsverfahren dran, das mischt, dass wir immer an der Logik bleiben, wo ich am Anfang gesagt habe, wir müssen die Entwicklung vom Land gucken, Probleme antizipieren, machen, dass Probleme nicht entstehen, nicht mit den Chantien, die Probleme herumlaufen. Das muss ein Objektiv sein. Dann ist ich froh, dass der Regierungsrat am 30. März das so dezidiert hat, sodass das verankert ist. Das dürfen hoffentlich auch dann die nächsten Jahre weitergehen. Voilà, das wäre von meiner Seite, das sind auch Daten, wo ich nachwärts der langen Monologen herhalen. Ich hoffe aber, dass es nicht zu viel Monolog war und dass es für mich interessant war. Und ich sage was merci für die lange Aufmerksamkeit. Und wir sind natürlich auch gerne bereit, ob Fragen, Suggestionen oder Detailer nach mehr und Details können ranzugehen, von der nach Fragen nur zu einzelnen Sachen, die ich auch gesagt habe. Vielmals merci. Voilà. Wenn ich schon nicht alle gut den Tod geschlossen, die Auto sind schon schwedisch gemerkt, super, dann fängt man Hai beim Herr und dann liegt. So, ja, kommt jetzt. Muss man ein Mikro holen, weil ich meine, wenn es darüber setzt, das ist vielleicht besser, das Mikro. Ah, du steht, geht vielleicht auf den Dover der Welt. Partiell aufgerappt und neu gebaut. Ein zweiter Punkt, schon mal ganz kurz durchgelesen, ich gesehen Kapitel 5, nicht infrastrukturelle Mesuren. Und den ist nicht infrastrukturelle Mesuren. Das ist die Akustik als Mensch. Holt vielleicht einfach, ja, Robs, ich meine, mir Rob, das, ja, das war das ja, so. Das ist Kapitel 5 dran, über nicht infrastrukturelle Mesuren. Die vom? Nicht infrastrukturelle Mesuren. Mesuren non infrastrukturelle. Ja. Ah, pardon, Entschuldigung. Ja. Also, ist der Akustik ganz schlecht, ich verstehe. Ich finde die ganz schlecht. Bon, die erste Frage, Paragraph 3, Herr Fox, da sind die Ingenieure gefordert. Es gibt den aufmontiert, wie geht der geregelt? Was das dort die Überlegung, das kann Herr Fox vielleicht antworten. Der zweite Punkt, das, was ich will, zu der Landesplanung, wir haben natürlich intensiv schnell am Anfang erwähnt, auch mit der Landesplanung zusammen geschafft, das ist ganz klar. Wir viel Strukturdaten auch überholt von der Landesplanung. Wir schaffen noch weiter viel zusammen mit der Landesplanung, weil es gibt eine ganze Reihe Überlegungen, die heute dran sind, wie man steht, gesehen, die kommen auch aus dem Teil, weil das ist logisch. Also schon gesagt, wenn wir wollen, den Verkehr gut organisieren, dann ist das Wichtigste mal Planung von unseren Regionen, von unseren Ortschaften, und da spielt Landesplanung einfach eine zentrale Rolle. Also da gibt es eine ganz enge Zusammenarbeit mit auch dem Prozess, den der Kulturminister lanciert hat von Luxemburg in Transition, wo ja die Etude lebt. Ich meine, Christoph, was seine Equipe sind,
permanent mat angebunden. Herr Fox. Du schwätze mal dran, dass... Genoven dat Götten. Ja, effektiv Pagentreit Bouillon, der solo Götte gerickelt, montiert und so weiter. Also, da gibt natürlich den Standort von dem Pagentreit Bouillon, gibt auf die Platz gerickelt, wo den Boulevard von Zeissing und der Boulevard von Merel, wo die auf der Feier momentan die Autobahn A4, wo die durchstoßen, aber wo sie auch können undocken und den Tram, der von Hollerich kommt, da können der rechte Winkel oder der linke Winkel ausmachen, wie am Fungol da die Leute, die auf der Autobahn rankommen, für die abzufangen. Das heißt, es gibt auf der Platz ein Pol d'Echange gemäht, wo dann die Leute aus dem Auto können hier ein Auto stehen lassen. Da gibt es ein Neidparkhaus gemäht, das heißt, das Altparkhaus, das wird aufmontiert, das ist der Stadt Lützeburg hier. Ich kann mir vorstellen, dass es zirkulär kann, recycliert gehen. Aber wie gesagt, da gibt es ein Neidparkhaus gemäht, wo dann die Leute können ihr Auto lassen, aber wo sie können auf den Tram sprangen und dann an alle Richtungen, die an die Stadt rangeht, Norden, Süden oder Osten, können eben, wie gesagt, an die Stadt rauffahren. Auf der Platz ungefähr, da wird dann vom Zeisinger Kreuz Richtung Hollerich, da wird dann noch die Autobahn, die haut wirklich eine Autobahn ist, wo wir aber schon mit der Vitesse raufgegangen sind. Da wird die Autobahn dann an eine Zucht peri-urbain Zufahrtsstraße umgewandelt gehen, was am Fungol dann den Charakter von einem urbanen Zufluss mehr gerecht wird, wie kann man so noch länger schneller Autobahn. Ich meine, froh war auch noch dabei, wenn ich das richtig verstanden habe, ob das alte Parkhaus aufgemontiert wird an einem neuen oder ein neues Projekt. Nein, also das neue Projekt an das alte Parkhaus, das wird aufmontiert gehen, das heißt, da sind keine Parkplätze mehr, mit Parkplätze gehen am Fungehol rausgezogen, für eben nach Mino bei den Autos zu sehen. Merci. Und dann vielleicht nochmal für die zweite Idee da fertig zu denken. Also mein Remark war am Anfang, dass verschiedene Mesuren fand ich fehlen, die noch nicht mit Infrastruktur zu dienen haben, zum Beispiel Satellitenbüros. Wir gesehen, dass immer mehr Societäten zuletzt Satellitenbüros schaffen, aus dem einfachen Grund, dass die meisten Leute, die an den Staat gehen, und auch in der Stadt, die gehen da schaffen. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass Leute von daheim aus Teletravail, Homeworking schaffen kann, respektive, dass der Arbeitsplatz mehr noch und Leute kennt, dann reduzieren wir dadurch auch Demande und Mobilität. Einfach als gemacht. Da war heute die für den Andun. Von der Ming vor aus die Heiten, die hat gesagt, eine neue Tramverbindung von der Kloster Rover-Pollerich über der Straße. Das ist dann eine ganz befuhrte Straße los schon. Wie soll das noch geschehen? Dass der den so eine Trasse neben drin mit das ziemlich alles verbaut schon. Und zweitens, dass das ja einfach eine ziemlich große Steigung für einen Tram. Also von Hollerich Rob Kloster. Also die Steigung ist für den Tram kein Problem. Das ist natürlich so, dass wenn in sich der Straße, das hat er schon immer gesagt, Haut vorstellt, ihr, die dort den Projekt all realisiert gehen, dann ist das natürlich schwer vorstellbar, weil hauptsächlich ewigen Teil effektiv schon viel gebaut ist. Es gibt einen ganz großen Teil, wo noch viele Projekte sind. Da kommen viele PHP nach, du hast mehr, das ist mehr am mindestens Teil, du wirst kein Problem stellen, du guckst da immer bei den Projekten, dass die Reküle so gehalten gehen. Wir werden heute eine Busspur auf der Straße, natürlich, für die Busse, dann darüber auf die Busspur. Mit den ganzen Straßenreso, die wird immens entlastet gehen durch andere Straßen nicht mehr bauen, weil man ja will verhindern, dass Leute wie Haut zum Beispiel sind auch viele, die kommen dann auch eben auf der Klostore und fuhren der Straße rauf durch die ganze Stadt, für irgendwo auf die Kirche zu kommen. Das heißt, wir gucken ja für andere Möglichkeiten zu schaffen, entweder so abzufangen auf den Park und reiten, dass die Männer am Auto kommen, wie das heute der Fall ist, zu verschiedenen Transporten. Und durch die neuen Straßenbauprojekte, die gebaut gehen, gucken wir ja Verkehr, Durchgangsverkehr rauszudrücken, was dann natürlich einen immensen Impact hat auf die Gabarit, die ihr braucht, auf den nächsten größten Straßenachse, wie zum Beispiel der Straße.
Haut das nach du kommen wir ja logisch also bei den Projekten vom Tram die wieso die ich ganz sicher wert nach als Finanzierungsgesetze deposieren das Stroß der das Kirchbiersch die zweiten Trans an den Hollisch über den Boulevard du hast Wert geprobt dass du hast ja die neue Boulevard geplant dass ein Tram sowieso vier gesehen pardon und dann sind noch dann die 3 große Achsen die sollen neben den 16,4 Kilometer, die gleich an 24 fertig sind, gebaut ging so bis 2023. Und da geht es weiter mit den nächsten Etappen. Parallel dazu wird die Stoßreise auch gebaut. Das ist, wir müssen für am Westen, am Südwesten von der Stadt können mehr auszubauen, braucht man natürlich für allem den Boulevard de Mer und den Boulevard des Hessers. Das ist extrem wichtig. Ja. Ja, Hast du eine Dünne? Nee, ich spreche Deutsch. Guten Tag, mein Name ist Dieterich Seckelmann. Ich wohne in Schötter und ich bin Mitglied der Verkehrskommission und auch der Umweltkommission in der Gemeinde. Und wir beschäftigen uns natürlich auch sehr stark mit dem Verkehr und Sie waren ja auch zur Mobilitätswoche bei uns in Schötter, freundlicherweise. Was mir auffällt bei dem Konzept, das gefällt mir insgesamt sehr gut, aber wir haben schon einen sehr guten öffentlichen Transport in Luxemburg. Das muss man wirklich darstellen, wenn man das mit Frankreich vergleicht, also mit Ostfrankreich, mit Belgien und Deutschland, dann kann man sagen, wir sind schon perfekt fast da drin. Wir perfektionieren jetzt nochmal für ganz, ganz viel Geld. Das muss man auch sehen, das kostet ja alles irre viel Geld. Gut, wir können uns das leisten, das ist die andere Seite. Aber ich frage mich natürlich da drin, obwohl wir schon so guten Transport haben, warum gelingt es nicht, dass mehr Leute vom Auto auf öffentlichen Transport umsteigen? Ich sehe das jetzt im Osten, weil wir nun im Osten halt wohnen. Von Trier aus gibt es schon eine sehr gute Bahnverbindung. Die ist sehr leistungsfähig, die ist pünktlich, das funktioniert und trotzdem die Züge sind in der Hauptverkehrszeit maximal ein Drittel gefüllt, sag ich mal. Mehr ist das nicht. So, die Straße in Chutranche-Rue Principal ist voll jeden Tag. Da regen sich die Leute drüber auf. Umgehungsstraße geht nicht. Die suchen sich schon Umwege, um schneller in die Stadt zu kommen. Die Franzosen und die Leute, die und die Saarländer, die natürlich einfach schnellere Wege suchen. Und ich frage mich einfach mal, wie gelingt es, dieses Denken im Kopf, wir müssen immer das Auto benutzen, weil es 5 Minuten schneller geht, wie kriegen wir das geändert? Das ist für mich eine ganz große Frage. Und wir hatten ja in Chutranche auf der Mobilitätswoche auch einen Soziologen dort, der gesagt hat, das sind Verhaltensänderungen und die gehen ganz, ganz langsam. Und was wir auch gesehen hier, was ich beobachte, wir kriegen immer mehr Fahrzeuge in Luxemburg und immer größere Autos, nicht kleinere, größere Autos. Also wir sind auch selber ein Teil des Problems, muss man auch sehen. Also nur zu denken, das ist die Lösung, das ist meines Erachtens nicht. So, das war mal ein Punkt. Der zweite ist da drin, ich frage mich, ist Luxemburg ein Fahrradland? Ich selber fahre ja sehr viel Fahrrad und kenne auch einiges hier. Und ich muss einfach sagen, so der Ansatz ist grundsätzlich gut für die Stadt und wo es halbwegs eben ist. Aber wenn es zum Beispiel von Chutranche zum Kirchberg geht, ist es eigentlich ein Blödsinn zu denken, da fährt jemand mit dem Fahrrad hin. Das sind nur die ganz Verrückten, die das machen. Die anderen Leute machen das nicht, weil das eben ziemlich bergauf geht. Und das haben wir an vielen Stellen in Luxemburg, das hügelig ist. Dann nutzt man das Fahrrad nicht da drin. In der Ebene ja, aber nicht, wenn es richtig ordentlich bergauf geht. Also da ist die Frage, sind wir da auf dem richtigen Weg zu denken, mit dem Fahrrad lösen wir einen großen Teil der Probleme. Ich habe da ein bisschen Zweifel dran. Und die dritte Sache ist nochmal da drin, dass die Wohngebiete sicher jetzt, die Neubaugebiete, in den Grenzbereich sehr stark verlagern, weil Luxemburg einfach sehr hohe Immobilienpreise hat. Und die Steigerung haben wir gesehen, letztes Jahr 18,5% laut Statik. Das kann sich am Ende gar kein Normalbürger mehr leisten. Das heißt, die Leute bauen in den Grenzregionen, also in Deutschland, in Frankreich, in Belgien, hinter der Grenze. So, und die müssen ja rantransportiert werden. Und sind wir in dem Konzept ausreichend
aufgestellt für die Großregion. Also Luxemburg ist schon klasse, aber für die Großregion. Ich sehe nur da drin, Frankreich hat die Bahnlinie Thionville-Appach Perl eingestellt, fährt nichts mehr, vergammelt alles. Ich sehe auch andere Sachen, die in Frankreich nicht gut laufen. In Deutschland geht es noch einigermaßen da drin. Aber machen wir genug, um die Großregion einzubinden in unser Verkehrskonzept? Das ist meine Frage. Also die 3 Dinge da drin. Verhaltensänderung, dann eben Wohnen, was passiert dort und eben Fahrradland Luxemburg. Danke. Ich meine, ich habe gesagt, dass das sind Regionen, die immer an die ganze Evaluierung mit einbezogen, dass die inländischen Regionen, die sieht, und sieht natürlich auch selbstverständlich Grenzregionen. An dem ganzen Plan haben sie viele Sachen mit dran, wo natürlich Grenzregionen mit englobiert sind und die auch betreffen. Das ist der erste. Der zweite ist, wir haben zusätzlich mit den Grenzregionen auch ein ganz großes Zusammenarbeit. Wir haben noch ein Projekt, das heißt M-Mast, das ist am Anfang eine Etude, die am Laufen ist, das hat Richtung Frankreich. Der Fall wir haben ein Projekt mit Frankreich, wo wir sogar am Schienenreso auf Frankreich investieren. Also wir denken, die ganz große Region immer mit. Wenn wir auch wissen, dass wir hier einen Antrag haben, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, es sind entre guillemets nicht 20% von unserem Verkehr sind als Verkehr, den durch den Grenzverkehr provoziert wird, sind natürlich immer noch 20% und die konzentrieren sich genau an Spitzenstunden. Und dann haben wir auch inländisch eine ganze Reihe Sachen, die wir investieren. Für was bauen wir eine zweite Beetebuer Eisenbahnstrecke, die Kapazitätsausbau, die könnt, weil man natürlich zwischen Beetebusch und Lützeburg um Schienenreso komplett saturiert sind, haben wir Richtung Thionville zum Beispiel nach Zischwellen ausbauen. Da geht das nicht mehr, wenn wir die Strecke da verdürbeln. Oder wenn wir zum Beispiel von Diddling, wo wir ja wollen, auch einen Direktzisch an einen gewissen Stundentakt Richtung Stadt machen, da muss man die Strecke Beetebusch-Lützeburg vergrößern. Das heißt, das ist immer ein Denken, was axiert, also ob die 3 Ballungsgebiete plus eben die Ruralräume an natürlich Grenzgebiete und ganz Konzept das darüber abgebaut, weil das wäre natürlich nicht ganz intelligent, wenn man das effektiv nicht gingen machen. Zweite Frage zum Velo, die wir noch nicht falsch verstehen. Wir haben viel an dem Ganzen, das viel auch der Velo assistiert. Wenn man das machen, dann hier steht nicht mal, dass man der Meinung sind, dass alles mit Velo so. Oder das Problem ist, dass ich einmal am Velo gelesen habe. Nein, ich habe gesagt, dass 40% von der Bewegung in Lützeburg sind unter 5 Kilometer. Das heißt, wir wissen ja aber, dass wir hier ein immenses Potenzial haben, für Leute, die wir können, freiwillig in der Luft machen, dass sie auch Velo fahren. Und das setzt das voraus, dass wir eben die Infrastruktur schaffen, für dass wir auf den Prozentsatz kommen, den ich da am Anfang mit den Ziffern da gewesen habe. Das ist ein Teil von der Lesung. Ich habe am Anfang schon oft genug betont, Lesung als multimodal, das ist nicht E-Verkehrsmittel, es sind Kombinationen von vielen, die als Probleme lesen. Und dann zum ersten Punkt, zu der Gewöhnlichsten von den Leuten. Du gehst, das ist umstritten. Es sind echtere Verfechter von, es gibt die große Theorie vom, auf Englisch nennen sie Carrot and the Stick, das ist der Bengel an Wurzel. Wir sind eine Wurzel, die hängen und dann für zu lackeln, und da können wir auch die Bengel als ein Strof. An den meisten Stellen hat sich der Bengel ziemlich groß für und die Wurzel ziemlich klein. Ich meine, dass das nicht funktioniert. Ich meine, das muss umgedreht sein. Und es sind nur überzeugt, dass die meisten Leute, wenn Doffer von einer hohen Qualität ist, von den Alternativen, die auch automatisch werden nutzen. Es gibt genug Beispiele am Ausland, wo das geschieht ist. Nur irgendwann denke ich, ja, bleiben vielleicht auch die Leute unverbesserlicher übrig, die Mengen, mir ist alles egal, die Welt dreht, ich meine einfach, wie ich will. Aber da muss ich vielleicht doch denken, das Stick besser rausholen. Aber das ist aber nicht Pferd von Hand, die will nicht Pferd von Hand abzäumen. Es tut keinen Wert, dass man Leute moralisierend Appeller machen, ihnen dauernd schlecht Gewissen machen, also wir strafen nicht schon nach, wenn es keine Alternative gibt. Ich kann nicht verlangen von einem, dass so permanent mal Velo schaffen fuhren, wenn an einem lebensgefährlichen Verkehr muss fuhren. Ich kann nur verlangen,
von engem so einen guten hochqualitativen Tram holen, wenn den Tram nicht gibt aus einer Wirtschaft. Also dafür, das die Alternativen sind, das die Investimente an Alternativen, die machen. Und wir haben während 40, 50 Jahren der Nachkriegszeit, da waren wir an einem Tunnelblick. Wir haben ausschließlich ob ein einziges Verkehrsmittel nachgesehen. Das war nun nicht mal das Auto. Das war auch ein Trend von der Zeit. Ich meine, dass wir überhaupt müssen so weit aber sind, für zu verstehen, dass am 21. Jahrhundert die Lösung von diesen Problemen und noch von der Lebensqualität daran besteht, dass wir von dem Modell wegkommen, an ein Mobilitätssystem aufbauen, den eine gewisse Effektivität hat, an den kann nicht so wie der Teil, dass der Multimodell ist, dass ich eben versuche, alles mal zu kombinieren, mäßig mit einer hohen Qualität, und dann holen Leute dadurch. Davon ist nicht überzeugt. Der Mensch, ich will am Anfang gesagt, Lützburger oder Präsident von Lützburg, die sind nicht ernst, wieso auf der Welt, wenn Leute gesehen, dass es funktioniert, dann machen sie doch. Ja, Präsentation, die war exzellent. Ich finde im Tenz und ich habe ein kleines Problem schon seit Jahren. Wir haben ein ganz neues Geld hineingelegt, ganz gut, ganz flott. Wir haben auch eine nationale Entwicklung und die ist relativ groß, viele Firmen und eine kleine Not, die ein bisschen Schalen haben. Und das Problem ist, dass die Gär ganz viel Leute umzieht und auch ganz viele Leute drüber auf Palm schaffen gehen. Das Problem ist, dass die Leute, die dann aus der Gär rauskommen, haben, dann die National 2 müssen gehen, finden, zum Beispiel bei einem halben Kilometer oder 1 Kilometer, sie haben das bei der ADEM schaffen, wo die Gär, für wo sie hingehen. Und oft reden sie für was, dass du nicht direkt eine direkte Passage gemerkt gehen, für von der Gär direkt über die andere Seite bei der für die Busarreas für raus. Und das war die erste Frage, die ich mir gestaltet habe. Die zweite Frage, das kann Herr Fox besser wie ich noch erklären, von den Autobahnen gesperrt gehen, weil Tunnel muss geputzt gehen, das alle 6 Meter. Da für die ganze Trafik über Nationalsphäre, die ist noch einmal Delchen Ruf. Bon, da stand einen Brief geschrieben, für zu sagen, da müsste vielleicht auch genug gucken, für den Schallschutz. Und der Schallschutz ist eine von den wichtigsten Sachen noch, wenn Nuisance für die Leute, die an der Umgebung wohnen. Sie haben die Karte haben, sie haben die Karte Lizenz. Bis dato weniger Vollstürmer da, und noch wenig verschließt mich dafür. Seitens von der Gemeinde Lützburg, seitens auch von ihrer Seite, ich hatte ja selber einen Brief geschrieben, schon da wenig Resonanz drauf hören. Es wäre relativ einfach zu machen. An denen, da sind wie Piste Kläble 26, die sollte ja von der Polfamilie Richtung Stadt Bredemis gehen, die längsten Senskief gehen. Und da eine Mauer gefälscht bauen von ungefähr 1,50 Meter. Und da gibt schon so viel Kameli aufhellen. Und da gibt auch kein rein über die Mauer fliehen, weil dann einfach kein der Willen hat, für das zu machen. Das ist für eine von den einfachsten Lesungen, die wenig kosten, und hat eine ganz gute Resonanz. Ein Trettwer gibt mir breit gemerkt auf 3 Meter. Und die hat zu gleicher Zeit einen Zug da laufen, die hat den Bus, und die Leute, die an Mobilität wären, hatten auch etwas davon. Und die letzte Frage, das ist ein bisschen mehr gucklich vor, wie weit ist das Projekt mit der Brücke über Neudorf? Was ist die erste? Über die Brücke über Neudorf. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen, sie geht ein bisschen, das ist alles, was ich wollte wissen. Weil die Brücke über Neudorf, was das Projekt von der Stadt Lützburg, den ich einfach super fand, muss ich einfach so. Ich auch, ja. Ich hoffe, dass die Stadt Lützburg, Paul Hoffmann, dass du heilig, Paul kann vielleicht Wörter dazu so, wo sie drin sind. Hey, du, der andere sind der Schallschutz, ich weiß auch nicht, ob das machbar ist und was das bringt, ob den du planst, am Modell Stoff. Das muss ich noch passen, Schallschutz, das ist natürlich eine wichtige Sache. Das ist nicht immer, oft Mengen Leute, auch Mama Schallschutzeinrichtungen, dann hast du das Problem gelesen, das ist nicht immer so einfach. Denn die Chaussee möchte bei den städtischen Straßen ganz viele Etüden, und mich auch ganz oft Leute so froh, und da gehen da bei den Staatsstraßen noch gemerkt. Und da kommt oft raus, dass man gegen viel Süden investieren für ganz wenig Resultat, weil nicht immer alles bringt. Der Schall, der Foxkraft vielleicht eine Pistole dazu suchen. Und zu der anderen Propos, du kann ich schon nicht direkt zu Christoph Matavullos Piste für.
Ich meine nicht so verstanden, ich gucke nicht den Velospace selber, es geht um den Schallschutz an die Projekte zu integrieren. An dem Sinne ist das dieselbe Strohfest. Und Herr Fuchs. Und ihr habt Konzern zum Schallschutz. Das ist aber gut, dass ich der Ingenieur nicht mehr macht. Ja, Finde ich wirklich froh. zum Schallschutz war ein rekurrent Thema. Ich meine noch, dass man der Deviation Akkiers von einem Brief kennt oder eine Urregung von der Leute, da gucken wir die natürlich. Ich meine, dass wie der Minister gesagt hat, viel gute Ideen, wenn er sein durchstudiert, dann funktioniert es vielleicht einfach nicht so, wie die Leute sich das vorgestellt haben. Ich finde, weil am Detail kann ich noch nicht, ob die Kombination von Velospist und Schallschutz sei, angehen, das ist eine Idee, die man noch nicht direkt gelebt ist. Also ich weiß just, dass wir an der Realisation von der Velospist, ich meine, sind wir noch nicht ganz fertig, dass da alle Ideen eben, wie gesagt, mitgeholt gehen. Relativ einfach. Die mal den Wanderspist von Polvermeilen Drop op Zenz Richtung Findel oder wo auch immer. An die Meer parallel, die Meer den Trottoir, die ein bisschen mehr breit ist, anstatt 2 Meter, mehr dann 3 Meter, 3 Meter breit, und die Meer den Mauern, die maximal Heichthöhe von einem Rad, von einem Kamionsrad. Mehr braucht er nicht zu machen. Und das an sich nicht allzu schwer, und die Woche nicht so teuer gehen, dass er Hexen so eine Länge von 400 Meter, das muss nicht eine Schallschutzmauer, wie die das gesehen haben, muss einfach etwas sein, was die Leute Möglichkeit gibt, für mal zu überlegen, einfach nicht hier einen Dränghof zu gehen, mehr auf die Kamei, die mal in die Räder, weil die Kamei, die kennt von den Rädern, kennt nicht vom Dach, wahrscheinlich nicht. Also, wir hören die Idee, ob wir nicht mengen, wir studieren das, was da gesagt wird, wir gucken da, denke ich, und dann können wir eine Antwort geben. Ich kann nicht, haut Stand der Pedes keine Antwort geben. Wir können aber natürlich nach gern 2 Stunden darüber diskutieren, wo ich meine, wo wir alle guten Nächste finden werden haben. Wie gesagt, wir werden das da, werden wir es einfach durch den Kopf gehen lassen, und dann können wir darauf eine Antwort geben. Du war noch in, du war du und du. Hallo? Ja, das ist egal. Geht es schon den? Ich denke dann. Fäng du an. Das Projekt ist immens flott. Also, ich bin gespannt. Und dann alles weiter. Ich bin just eng froh, wie es mit der Vitas anders steht. Geht die von 50 auf 30 überall rauf, oder bleibt das noch auf Straße wie Avenue de la Liberté, wo mit 50 durch die Quartier de la Gare gerannt wird? Nicht, wenn man nicht viel gesehen hat, das ist ein allgemein, da steht einfach generell zu, dann steht touristisch. Ich meine noch nicht, dass das unbedingt eine ganz gute Idee ist. Das ist aber natürlich so, wenn ich so, wir wollen steht Verkehrsberuhigen, dann heißt das, wenn wir den übergehenden Verkehr rausholen und die große übergehende Straße, wo da 50 gefahren wird, da gibt viel mehr Spielraum für innerhalb von der Städte, ich habe schon gesagt, für die Gemenge, für 30 Zonen nach zu machen wie heute. Wir haut nach viel Straßen innerhalb der so an der Stadt Lützburg, so wie auch an anderen Gemengen, wo das Konzept besteht, dass wenn man 30 Zonen installiert tun, da wird gesagt, ja, da sind Sammelstraßen, die muss man haben, weil man aber viel zu viel Durchgangsverkehr holen am Quartier. Und das fällt dann, das ist der Büt für das möglichst wäsch zu kreieren, sodass man, kann ich schon so ein Gesamtziel für die Vitas noch Ruf zu kriegen an den Wirtschaften. Aber ich meine nicht, dass es gut wäre, für einfach so generell auf 50 zu gehen. Ich meine nicht, dass das so überall etwas bringen. Ja. Madame, Entschuldigung, pardon. Ja, ich wollte wissen, die hat da angeschaut, den Buskorridor à hohem Niveau, der vom Heienhaft dann über die Gare auf das Kloster fährt. Können da mehr Details gehen, dann die 4, dann, ja, was das genau aus? Christoph, den kennt er auswendig. Voilà. Madame, die schwätzt von dem gelben fetten Strich mit denen viele Linien dran. Das sind auch Straßen, die alle gute schon gehen. Das sind auch ganz breite Straßen. Da ist notamment dann 2 dabei,
wo jo, wenn du beim Findel loveriert so fänken, du wo hier in Haft steht, da könnt dat dann iwwer den lernchte Findel Ruf, geht iwwer den Irgärtchen, den 2 Ruf, mir dat sie Bussen, die haut schon fuhren, da muss ich nicht etwas revolutionär Neues drin vorstellen. Wir haben just festgestellt, wie man den Tramsreso fertig geplant haben, da ist noch ein Achse, da kann kein Tram fahren, da ist auch nicht genug Demand für einen Tram. Par contre, es ist wichtig, dass da viele Busse fahren. Die Chance ist, dass da wenig Leute wirklich wieder der Straße fahren, wie gesagt, hat auch schon ganz viele Busse fahren, in Zukunft vielleicht pro Auto, Männer, pro elektrische Bussen mehr. Da kommen wir durch ein paar Familien und dann Rob bei Trokat, da ist effektiv der kritische Punkt, wo auch mit der Stadt Lützeburg, die den Eck extrem gut kennt, nach muss geguckt, wer den überhaupt kann aménagieren und das determiniert dann noch, wie viel der Bussen da an der Stunde überhaupt durchkämen. Das ist auch nicht so, dass alle einzelnen Busse aus der Region könnt, die ganze Wedo muss fahren. Das ist aber trotzdem wichtig auch für die Stadt, dass wenn ich von hier nach kommen, dass ich aber heinz durch Bus und eben bis auf Gär bringt. Das kann nämlich determinant sein für ganz drei Leute, ob sie den Bus überhaupt holen oder ob sie zu 30 Meere am Auto bei an die Stadt kommen. Und da geht es weiter, nur der Rokat wird ja auch aber ein trafiklastige Straße ist, rüber auf den Bande Gaspre, auf die riesig neue Boulevarden, die sowieso loser Busspuren haben. Also wenn wir da nicht halb publiziert hätten, dann hätte zum Beispiel im Bande Gaspre spur nicht von dem Korridor au Niveau Service gemerkt, weil er en fait schon da ist. Aber au Niveau Service, den Term ist ja klar, das ist ein hohes Niveau Service für sowohl Leute an der Stadt wie auch Leute aus der Region. Nämlich, wo steht der Bus am Stau, auf wie weit hören viele Leute nicht, weil neben an der Ortschaft, also an der Stadt und an der Entree von der Stadt, da man am Auto am Stau steht. Und dafür muss man, das man in 3 Agglomerationen so Korridor machen, die können doch Busspuren nennen. Das ist nicht immer ein Busspur, das ist ein eigenen Korridor. Stell dich das vor wie ein ganz lange Busspur. Und da wissen Leute aus der Region, okay, ich bleibe nicht da an der Stadt hängen und ich kann mich auf den Bus verlassen, dass ich auf der Bist komme, weil ich vielleicht mit dem Auto gut nicht kann. Und das für die Stadt natürlich interessant, weil für den Herrn Minister so, der volle Bus, dass sie 45 Auto Männer an der Stadt. Das ist nur ein Niveau-Service für die Leute, die von außen kommen. Für die Leute, die an der Gegend von dem Korridor an der Stadt wohnen, also auch ein hohes Niveau-Service, weil du könnt all paar Minuten einen Bus, der bringt dich ja lernst die ganze Korridor auch auf all die anderen Plätze an ihrer eigenen Stadt. Das ist wirklich bald wie ein Förderband, wo du einfach hingeht und da könnt ihr direkt hin. Und auch für ihr bleibt ihr ja nicht hängen. An dir kommt natürlich, falls ihr das wollt, das ist aber nicht die Regel, von der Region raus, weil du doch immens viele Destinationen, die da von dem Korridor aus ganz direkt können erreichen. Das ist, was mit einem hohen Niveau Service gemeint ist. Ja. Kommen wir vielleicht für die Quoten nicht gekriegt hatten. Vielleicht. Ich wollte froh, wie der Stadt vorstellt, von der N7, ob die dann nach der Straße zu kommen. Da als Deisebund dazwischen, die Krummlengten, wie stellt die Stadt vor? Oh, das die Ingenieurskunst darum gefragt. Ja, wir haben eine Etude für Stabilität gemacht. Wenn du seht, den Ding, du etwas was überredig ist, aber wenn ich den Terrain gucke, ich gucke in Topografie, und eine Etude gemacht, wie in am Fond geholt, kennt den inneren Teil über bestehende Straßenreso undocken und dann mit einer Tranche Couverte durch den Bierschhannen kein Drop bis auf die ich dann nach der Straße bis auf den 11 kommen. Das ist eine Etude der Feasibilität gemacht. Der Strich, den funktioniert. Ich kann nicht nur auswendig nicht am Detail so, weil ich nur nicht die Ortskenntnis haben. Wir haben uns das angeguckt im Plan. Also es funktioniert, dann es wird möglich sein, das zu machen. Ja. Ja, du kommen wir da rein. Ja, eine ganz praktische Sache nochmal, die ich habe.
Bei dem Pôle d'échange, die wir ja an verschiedenen Stellen haben, um den öffentlichen Transport noch ein bisschen attraktiver zu machen, vielleicht könnte man ja auch mal die Übergangsstellen ein bisschen für den Winter vorbereiten. Nämlich im Sommer ist das ja alles kein Problem, aber wenn ich im Winter bin und es regnet, es schneit und ich denke zum Beispiel mal an die Lux Expo oben an dem Umsteigepunkt, da hält sich ja keiner gerne auf den Bus zu warten dort. Dass man das nicht nur unter architektonischen Aspekten macht, dass alles so schickimicki aussieht, sondern dass es auch praktisch ist. Ich sag mal, das lässt sich so nicht realisieren, aber wenn ich mit dem Flugzeug fahre, dann sitze ich ja auch nicht draußen am Flugfeld und warte aufs Flugzeug, sondern sitze ich innen drin. Und dann wird die Tür aufgemacht und dann werde ich da hingefahren oder gehe zu Fuß dahin. Vielleicht muss man mal überlegen, wie man diese Umsteigepositionen attraktiver gestaltet, sodass man da auch lieber warten kann. Insbesondere für den Winter ist es für mich das Ziel. Regenzeit und so weiter. Okay, mir verstanden. Das machen wir auch ich meine, das ist richtig, weil das so zumals groß umsteige Plattformen, die müssen attraktiv sein. Aber wenn du guckst, die meisten, wenn sie bis ganz fertig sind, Lux Expo geht ja auch der Sommer endlich ganz fertig. Du hast dann noch eine Restauration, das sie sagen, das ist die ganz groß. Ne? Und generell musst du, wo muss umgestiegen gehen, auf vielleicht private Gewerke, muss das attraktiv sein von einer guten Qualität. So, da kommen wir definitiv durch. Ja, vielmals merci für die interessante Präsentation. Schon aus all den interessanten Ideen dazu herausgepickt, wo ich aber ein froh bin. Erstens mal auf einer Reihplatz steht der Begriff Priorisation Bus et Covoiturage. Hier steht, dass auf einer Reihe Landstraßen, das was wir heute nennen Busspuren, für auch Autoren frei abgemacht gehen, wenn zu 3 dran ist. Nee, also das ist so, dass die Couloire für den Covoiturage, die sind klar definiert, das ist auf den einzelnen Autobahnen final, das ist der 6, das ist der 3, der 4, da gibt es die Autobahnen verabredet, also entweder wie auf der R3, wo ein ganz Spurgebiet gebaut wird, oder wie zum Beispiel auf der Escher Autobahn, respektive auch auf der R6 fährt man so merken, da wird die Panospur vergrößert. Und, zum Beispiel auf der R6, da hat man mit der Panospur gemerkt, du hast da viel gesehen, dass herbst schon in der Spitze stand, kann der Verkehr so rüber geklappt gehen, dass dann eine Spur reserviert wird für den Bus an der Covoiturage. Da wird auch nur mit einem digitalen Portal so das gesteuert, gehen auf den Autobahnen. Ich meine, das geht schon im Ausland, in Kanada geht das schon ganz häufig. Aber das nicht mehr auf den Autobahnen, das ist nicht auf die klassische Busspuren, die gehen abgemerkt für die Covoiturage, ganz sicher. Zweite Frage, ob der Karte ist auf einer Platz Ausfahrt Sandpfeiler kontern, da frage ich ganz konkret, wenn die Idee gebaut wird, nicht weil ich am Auto will mir sehr fahren. Ich meine, du selber gesagt, wie den E-Gärtchen umgebaut ging, dass es aufgrund von der Kapazität von der Ökonomie durchgeht. Und da stehen wir ja auch mit den Bussen irgendwann im Stau. Und die Ausfahrt, die ging für die ganze Gegend, da wirklich eine Entlastung bringen. Der Randpfeiler Sandpfeiler kommt dann, ne? Nee, ich schwätze von dem Projekt für eine neue Ausfahrt, okay. zu bauen. Ja, das ist am Anfang wird ein Échangeur gebaut mit einer neuen Straßenriver für direkt an Logistikzonen, weil natürlich manche Kamionen kommen, die an Logistikzonen können, Nägel und so weiter, Konten fahren. Das ist eben ein gutes Beispiel, wie in der Zukunft Arbeitsplätze nicht soll planen, nämlich irgendwo an der Pampa, wo wieder, das ist kein Autobus-Zuschluss. Das ist nicht gerade die allerglücklichste Planung gewesen, wie das konzipiert ist. Das nun einmal du. Und dafür wird die Ausfahrt gebaut. Roland, wie lange, was ist das Timing von dem, was schätzen wir? Da haben wir noch kein Gesetz. Ich meine, da muss ja wahrscheinlich auch ein Gesetz gehen, nur für das ganze Projekt. Timing ist schwierig zu sagen. Ich kann nicht so, wir sind im Stadium von den APS, avant Projet Sommer, wo nach die eine oder andere Variante geguckt wird. Und da kommen wir avant Projet détaillé. Aufgrund von dem dann die Umweltetüden können gemäht gehen an auch Terrains und Prisebesuchen
geguckt könne gehen an wann es dann ist, wie der Minister sieht, wo dann noch ein Budget hört, wo ich ein Gesetz machen. Ich kann nicht kein Timing gehen, ich kann nicht just so, dass man da natürlich so sehr wie möglich drin schaffen, für da weiterzukommen aus denen genannten Gründen. Wie gesagt, wir sind Niveau APS, wo wir momentan stimmerten Etüden. Also ich meine, all die Projekte, die der AIO sieht, ob es Straßenbau ist oder was auch immer, die sind alle über einen Zeithorizont von heute gesehen 2022, 2035, die nächsten 13 Jahre. Boah, wenn wir hier auf Niveau APS sind, da hängt natürlich auch viel davon von den Umweltetüden, die gemerkt werden, die dabei rauskommen, nur für den APD und natürlich auch von den Emprisen. An recht, wenn den die aufgeschlossen wird, da kann ich wirklich einen mehr präzisen Timing gehen. Ich sehe keine Hand mehr an der Luft. Da sind noch zwei, nach einem Hai und einem da. Da ging ich dann immer dreimal nach einem Rund. Merci für die Präsentation. Die hat auch erwähnt, dass in Zukunft soll viel Trafik über die Velo gehen. Ich persönlich fand das gut, weil ich viel Velo fahre und noch regelmäßig vom Velo arbeiten fahre. Ich pendle noch relativ weit, 25 Kilometer. Und die hat gesagt, Pedelec wäre eine Option. Für 25, also du gehst dann in der Stadt bis 25 Kilometer die Stunde. Die Davologen erwähnt, S-Pedelecken, die Seiervariante von Pedelecken bis 45 Kilometer die Stunde, besonders für so große Pendelstrecken, geben es interessant machen. Also das ganz mehr attraktiv machen. Dann gibt es Überlegungen für das, dass sie die auch benutzen können. Aktuell sind sie gezwungen, mit denen am Trafik zu fahren. Und geht die aber immer noch als Velo geholt. Und du wird ja aber gut, wenn noch mit denen Velosinfrastruktur nutzen. Da gibt es dann das Argument, dass das sehr gefährdet, dass das gefährlich teilweise. Das ist nicht ganz falsch. Mit gehen aber Länder, wo immer denen gefährdet können, auf der Velospiste fahren, mit Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und ich meine, das könnte das Ganze auch mehr attraktiv machen. Also das ist so, dass du recht, es gibt Länder, die das gemacht haben, die gemacht haben, gegen am nächsten rückgängig machen. Es sind auch nicht viele, die das gemacht haben, weil es zu extremen Konflikten führt. Von dem man den Velo fährt, den zwischen 40 und 50 fährt, also Velo, ohne müssen zu drecken, also Speedbike, wie das gesagt hat, da sieht am Anfang an der Kategorie Motorrad. Das ist ein bisschen eine Gratwanderung. Ich meine, ich verstehe natürlich ihre Probleme, die sind zwar nach kein Motorrad, aber die fahren wie Motorrad oder Bahn, wie an einer Vitesse wie Motorräder 40 bis 50. Das ist, die empfanden sich von einem Velo, das ist am Straßenraum, muss ich dann mit dem Auto, da muss ich auf das Auto noch passen. Das ist immens gefährlich. Du musst gucken, in Holland tun sie zum Beispiel die kleinen Motorräder erlaubt auf der Velospiste, das ist eine Katastrophe. Ich meine, wenn du schon denke, zu Amsterdam wird, wo extrem viel Velo gefahren wird, wenn du bei einer Velospiste die evakuiert oder so fährt oder was auch immer, so feiert da immens, da können die mit einem kleinen Motorrad gebraucht. Das ist natürlich eine andere Kategorie. Es geht aber nur darum, dass man die Velospisten, dass man die Leute, die auf der Velospisten entweder gehen oder fahren, ich meine sie noch nach zum Musiverland, da gehen nur noch Leute gerne spazieren, dass man das aber auch dann alles so machen, dass das für die sicher ist. Aber wenn wir auf den Weg gehen, für so Speedbiken zu lassen, ich meine, da kreieren wir lauter Konflikte an die Länder. Ich meine, das ist die Schweiz, Christoph, die Herde da lebt, und ich meine, die Schweizer denken hart nur für den Remove zu schaffen. Das ist ja richtig, das ist die Schweiz. Also ich verstehe Ihre Probleme. Du musst ihnen aber, also die Priorität sie mengen für Velospiste wirklich für den langsamen Verkehr zu reservieren. Ja, der Pocksteher war am Dorf nicht 280 fuhr, mehr 50 fuhr. Ja gut, mit der Velo, der Speedbike, von der Speedbike hat die zwischen 40 und 50 fährt, wie soll ich dann auf einer Velospiste, da muss ich schon zu der Polizei, müsste quasi Vitesse-Kontrolle machen und auf Velospiste, wie das den du nicht mehr mit 25 fährt. Das könnt ihr vergessen. Das ist in der Schweiz genau das Problem gehen, das wird kein Mensch sich da gehalten und das kriegt auch nicht kontrolliert und da kriegt er lauter Konflikte. Das ist das Problem.
große Strecken eben, wo ihn dann wie die Velos Autobahn, also Velos Schnellpisten oder wie sie will nennen. Ja, zu fahren. Also ich meine aber trotzdem, dass von der Velo, von der so gefiert wird, erstens so ging ich schon wirklich über den Helm und bei so einer Vitesse, ich meine, ich gehe auch davon aus, ich meine, dass der echt eine Kategorie von kleinen Motorrad fällt. Also die muss ja rugemeldet, die muss ja rugemeldet sein, die muss einen Plug holen, das ist eine andere Kategorie. Das schon nicht vielleicht, dass ich ideet ging, dass das ein Velo eine Assistance elektrik ist, muss ich immer nach kippen. Bei den Duten brauche ich nicht, du kann ich noch einfach Gas geben. Ja gut, mit gibt auch Entretemps, wo ich einfach muss Gas geben. Also wo ich einfach kann elektrisch Gas geben. Und dafür das Assistance elektrik an das international die als die Norm von 25 km definiert gehen, das ist nicht nur ungefähr gemerkt, dass dann das Motto aussetzt bei 25 in der Stunde. Und da kommen natürlich Stunden und die Speedbiker dabei, wie gesagt, ich fand das kann flott gefähr sein, das ist nicht der Punkt. Das finde ich sicher problematisch von der Pisten. Nicht die Speedbike mit geht wirklich wie Pedelak, wo ich noch selber muss trecken, geht nicht Motorrad, geht wirklich 20 km an der Stunde. Sie setzen bei 45 zu das ist den ja, Unterschied und das möchte eben große Distanz für zu pendeln, dann attraktiv. Also ich merke selber, ich habe eine Pedelak. Ich habe am Anfang gedacht, da fährst du immer am Economy-Stil mit so Stufe 1 und dann dreckst du auch noch viel. Ich stelle aber fest, dass ich sehr liederlich bin, dass ich da sehr einfach immer dauernd am Turbo fahren, weil das einfach viel bequem ist. Das geht dann. Und da fahre ich natürlich auch dauernd eine Moyenne, die sich dabei 2025 wie umgedreht. Die Menschen, wir sind so. Ich lebe nicht darum, dass wenn der Motto nicht bei 25 aussetzt, dat da gesot gëtt dat hunn scheinst do so ich passen dann nommer zu Mose bei engerie van der engerie Streckers da sind ich sicher dat krit dat in der Kontrolle. Ich fand eng interessant mesure fir sech de wëlle mir attraktiv zu machen. Ich verstehe sech jetzt bedenke mich froh wann wie so wann der ganz gif evaluecht gin kennen besonders groß Distanzen gibtsinn. Was mir schon viel darüber no gedcht. Am Hünner so internationale Studien an Beispiel am Ausland ugeguckt. Aus denen heraus, aus denen Gründe heraus wieso eben nicht gemerkt. Weil die Erfahrungen du nicht immens gut wären. Das war das Problem. Ja. Da war noch, ich war noch eng froh, da waren wir. Ne? Geh mir du? Da H4 war da rein. Du. Ja. Ich hatte Erinnerung an einen Fang ausgeschrieben. Ja, ich will eigentlich ein Thema zurückkommen, weil du gerade beschwert hast, dass den E-Chargeur Sandfall kommt an. Aus dem Ausbau von CR 234 und Realisation von dem E-Chargeur gekoppelt, gehen die zu Mesuren zu Summe gemacht oder geschieht den Ausbau von CR 234 echt da an die zwei Sachen echt ein gemacht, die ich dazu will machen, dass so mir schätzt effektiv von einer Logistikzone zu kontern. Erstaunlicherweise ist die Logistikzone nicht in Eisenbahn gebunden. Logistik findet nicht nur auf der Straße statt. Als du schon gucken, ob nicht doch ein Teil von den Transporter oder von den Waren, die da umgeschlagen gehen, mit der Eisenbahn können transportiert gehen. Ja, also erstens mal muss ich wissen, dass die Logistikzonen zu kontern, du gehst zu einer Süden von Außenbundsumschluss. Ich meine, das ist aber nicht unbedingt das, was das ist einfach eine Realität, die Kühne und Nägel, das was die transportieren, die schaffen viel mit Aviation zusammen, das ist einfach viel über die Straße, das ist so. An dem muss ich bedenken, dass für nicht ein kleiner Kühne und Nägelbetrieb, das ist der größte in Europa, das ist das Siège von Europa, von der Firma, an der See von der größten Logistiker. Und das ist viel Kamionsverkehr. Und du können noch denen so oder die schieden, mir das interessiert. Die kommen über die Straße gefahren. An der Fehler ist geschieht, dass wie das gebaut ging, dass das eben, oder wie das dezidiert ist, dass das aber ein Platz dezidiert ging, wo per se kein gut, wo nicht ganz glücklich ist. An der Pampa, irgendwo zwischen der Stadt oder am Rand von der Stadt, wo man plus kein Autobahnanschluss fährt. Das ist das Problem. Aber ist die Illusion hinzugehen, mit kühnen Nägeln gegen alles auf die Eisenbahn lehnen, das können wir vergessen.
Okay, ich gesehen lo ja. Ah, ja, pardon, die ich war so. Die ich froh kann den Herr Fox vielleicht beantworten. Ah, der Mikro ist, nee, das du. Der Netzbau von 234, also die Straße zwischen dem Randpoint Sandweiler an Konton, der froh, ob das gekoppelt ist und den Échangeur, da sind bestimmte Mesuren, Sekurisation von der Industriezone, an Sekurisation von der Kreuzung, die sind unabhängig geplant von, oder am Vierfeld sind die geplant, unabhängig von dem Échangeur. Das heißt, wenn wir bei den Mengen am APS sind, es gibt schon Ideen vom CR 234, die schon so alt sind, dass man schon nicht an der APD oder Exekutionsphase könnte sein. Das ist noch nicht alles geklärt. Wie gesagt, für etwas zu bauen, braucht er eine Idee, ein Projekt, da braucht er einen Preisen, da braucht er Zuen, und da braucht er eine Autorisation. Und wenn ein davon da ist, das geht nicht durch, zu bauen. Okay, wenn das keine frohe Minuten, da ich für ein ganz großes Merci, für das so lange, so lange nur gedacht, das hat diskutiert und eine Frage gestartet. Vielmals Merci und schönen Abend.